Jetzt schaut es gut aus. Da steht jetzt geplant für 9.8. um 22:04 Uhr. Haha, ist ja schon längst vorbei. Ja, aber ich sehe das bei dir auf dem Okay, Kanal immer noch nicht. jetzt ist es wieder weg. Eieieiei. Jetzt ist er da. Warte. Jetzt ist er da. Jetzt hast du sogar zwei drin. So, Anstehen für 22:04 Uhr. jo. Jetzt schauen wir mal hier. Moment. Hier sind wir live. Ja, hier steht live. Jetzt pass auf. Das ist einfach, wenn man es schon lange nicht mehr gemacht hat, gehört die Routine, bis du das einfach wieder drin hast. So. Augenblick. Das brauchen wir ja. Deswegen habe ich 10 Minuten Vorlauf gehabt, dass ich den Stream fertig einrichten kann. Aber jetzt mal das nicht live. Hi Andi, grüß dich, Servus und Habidere. Endlich ist Ja, also wir scheinen auf jeden es hat funktioniert. Ja, perfekt. Ja, wir sind live. Ein Zuschauer hatten wir schon Na, gerade super. gesehen, ja. Also wir sind jetzt so, oder ich bin jetzt eigentlich am Testen, weil wir haben da neue Software. Eigentlich habe ich es jetzt ganz anders vorgestellt. Ich muss jetzt schnell was ausprobieren. Augenblick. Ja, geil. So. Also, jetzt haben wir es. Grüßt euch, Servus und Habidere. Also, wir haben jetzt das ganz anders, weil wir es eigentlich vorgestellt, den Stream zu starten. Jetzt haben wir da riesige scheiß Probleme gehabt. Aber der Thorsten ist so ein richtig cooles Versuchskanickel. Perfekt. Du warst ja gestern schon ewig am Stream, gell? Ich habe dich ja verfolgt. Vor 22 Stunden. Jetzt der nächste Livestream. Du bist da ganz schön unterwegs, gell? Naja, gut, fängt ja auch langsam die Zeit wieder an. Ne? Es geht ja auf Herbst zu, da kann man jetzt auch wieder live gehen. Dann ist die Sommerzeit ja bald vorbei, dann kann man das ja alles wieder machen. Ja, ja, das stimmt. Ich wollte auch wieder anfangen. Ich war lange Zeit off gestreamt. Ich war dann bei anderen ganz oft zu Gast, habe dann mein Spiel vernachlässigt. Und jetzt möchte ich da wieder anfangen. Und bei mir geht es da gar nicht so um Fotografie oder so das Thema, wie die ganzen anderen einen Schwerpunkt haben. Bei mir ist es jetzt so wie vom Kanal her einfach querbeet. Deswegen ist das Thema heute der Felssturz in Berchtesgaden, Umwelt, Tourismus, Berge und so weiter, wo man denkt habe. Und ich werde das auf alle Fälle jetzt öfters machen, weil ich da so richtig Bock drauf habe. Weil die ganzen Streams sind immer so 19 Uhr, 20 Uhr bis um 10. Und so Samstagabends, so Nachtschwärmer, so ein Late-Night-Talk über offene Themen, glaube ich, ist ganz eine gute Idee eigentlich, wenn man die Zeit hat, wenn man Sonntag ausschlafen kann. Schätze mal. Eigentlich ja. Gibt ja schon Leute, die jetzt schon ins Bett gehen müssen. Naja, ausschlafen ist nicht das Problem. Also in meinem Alter ist alles über 6 Uhr Ach ausschlafen. so, bist du eine senile Bettflucht, oder? Das passt, genau. Okay, wow. Genau, und da man denkt, so jeden Samstagabend, so ab 10, wenn dann die Leute von den anderen großen Livestreams so zu Ende kommen. Weil mir geht es oft manchmal so, ich schaue um 8 Uhr einen Livestream an, dann ist der um 9, halb 10 aus und dann hängst du da. Und dann schaue ich mal, wer ist sonst so live. Und da ist einfach nie einer irgendwie großartig live. Und da hätte ich jetzt so richtig Bock drauf. Und vor allem das öfters machen und mit der blöden Software mich auskennen. Weil die ist nämlich richtig cool. Also das wäre wirklich interessant. Also auch für einen Pixelschnack, also auch für dich, bin mir ganz sicher. Naja, wir hatten ja gestern ja zwischendurch massive Probleme und dass mal einer von uns, das kennen wir schon,
dass man mal so kurz Moment ne, irgendjemand, also Internet in Deutschland ist ja eine Katastrophe. Oh ja. Ich weiß nicht, irgendwie reißen in Deutschland die Straßen alle massiv auf und verlegen überall Glasfaser und, seit Glasfaser ist, habe ich irgendwie das Gefühl, mein Internet ist schlechter, als es vorher war und vorher habe ich nie so Probleme gehabt, was ich jetzt zwischendurch Mhm. habe. Na ja, und irgendwie hat immer einer ein bisschen Probleme, aber dass wir gestern wie alle 3 auf einmal Probleme hatten, hat definitiv, an der Software Ja. gelegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir sind vorher noch zig Angebote da reingefunkt, dass ich das abschließen soll und super duper Mhm. Angebot und hast du nicht gesehen. Ja, und dann passiert genau das und dann denkst du dir so: „Ja, das kann's jetzt irgendwie Ich nicht glaube, sein“, dass ne? das so Slots sind. Da habt ihr einfach einen schlechten Slot erwischt. Weil die haben auch eine bestimmte Bandbreite und ihr habt es ja dann neu gestartet, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann hat es einwandfrei funktioniert. Ja, aber da ganz ehrlich, das ist, für 'ne das hat mit'm Slot nichts zu, also, ich glaube, das hat was zu tun mit dem, kostenlos, ja, ne? Also, wenn wir bezahlt hätten, wäre es vielleicht nicht passiert, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für den Preis, was die da aufrufen, das gibt die Software für mich nicht her. Also, ich finde es dreist, da $9 die Woche, man muss sich das überlegen, das ist in der Woche und für 1080p, da nur live zu gehen, also, da erwarte ich dann eigentlich schon 'ne etwas höhere Qualität für Mhm. das Geld. Und es gibt ja andere Anbieter inzwischen, die das ja Genau. können. Ja, ich streame jetzt auch mit 720p. Also, das ist so Standard, schätze ich mal. Recht viel mehr. Ja, gut, wenn du Fotobesprechung machst, dann ist natürlich höhere Auflösung schon, schöner, gell? Also, ähm, ich habe da einen schönen Gruß reinbekommen. Na Ich versuche das mal. Hä? Namen warte mal eben. Naben Sascha. Schau, das sehe ich jetzt gar nicht. Jetzt pass auf, jetzt kann ich, glaube ich, den Chat hier mit einblenden. Warte mal. Ah, Ja, Motte geht oft erst spät ins. Aha, aha. Oh, der Nackedite. Nackedite Travel ist auch da. Sehr schön. Super. Der Nackedite. Auf, FKK-Travel. sind wir schon wieder beim Thema FKK. Ich habe mich gestern so kaputt gelacht. Echt, wirklich. Naja, Kopfkino, gell? Aber ich habe jetzt einen voll Ja, coolen Gruß heute noch reingekriegt. Schau mal, ob ich den abspielen kann. Warte mal. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Ich weiß ja gar nicht. Ja, servus Markus, Grüße aus Griechenland. Im WhatsApp-Status ja gesehen, du machst heute einen Livestream. Das ist denn bei uns 23 Uhr hier auf Kreta in Griechenland. Wir haben es denn auch schon stockduster. Ich würde es mit dem Handy gar nicht schaffen, leider da in deinen Livestream zu kommen. Viel Spaß bei deinem über Alpen und die Natur. Du hörst ja, hier ist auch sehr laut, die Wellen. Ich könnte, weil das Internet hier auch nicht so besonders ist, wahrscheinlich gar nicht bei dir reinkommen, ohne abgehackt beziehungsweise zu laut. Keine Ohrstöpsel mit. Und ja, daher viel Spaß bei deinem Livestream. Vielleicht klappt es ja mal andermal, dass ich auch mal bei einem Livestream mitmachen kann. Servus! Ja, der René, der Glanz von der der Glanzfilmfabrik. Glanzi, Ach ja, genau. sehr gut. Das habe ich voll gefreut. Das habe ich Der richtig gefreut. Voll cool. das ist ja total cool. Der hat grade schönstes Wetter dann in Griechenland. Gut, haben wir jetzt ja auch seit gestern in Deutschland haben wir auch schönes Wetter, aber ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, beneide ich ihn so ein bisschen, weil es ist ja noch was anderes, wenn du im Ausland im Urlaub bist, als wenn du zu Hause in Deutschland irgendwas machst Ja, und vor allem, wenn guckst. du den kühlen Wind von der Küste hast. Also, wir haben ja das gar nicht, so den Wind. Bei uns steht ja die Hitze. Das ist zum Kotzen. Da wird es gleich sofort schwül. Du hast keinen Bock zum Rausgehen, weil sich halt die ganzen Wolken an die Berge sammeln. Das kann nicht abziehen. Jetzt hast du halt ewig die Schwüle da. Also ganz richtig beschissen. Oh, weiß ich nicht. Also, mir wird's da unten jetzt gerade auch gut gefallen, ne? Also, von daher, also, alles besser als die norddeutsche Ah Tiefebene. ja, so ist es jetzt auch nicht. Aber bei uns fliegen ja die Felsen recht tief, um aufs Thema zu kommen. Ich habe das ja gestern schon geschickt, beziehungsweise du hast es ja vorgestern schon mitbekommen. Das ist ja einen Tag vorher schon durch die Medien gegangen. Ja. Für die Zuschauer, die was gerade zuschauen, auch die, was wir noch nicht kennen. Also ich wohne da im Chiemgau, im Alpen, Voralpenland. Und
vorgestern ist eine Meldung gekommen, dass in Berchtesgaden ein massiver Felssturz war. Das waren 4000 Kubikmeter Felsen, was da runtergekommen sind. Da waren dann 20 Wanderer eingekesselt, die haben so die Hubschrauber rausfliegen müssen und so weiter. Einer war verletzt, der was im Handy gefilmt hat, gut, den haben sie dann auch geborgen mit dem Hubschrauber. Da war die Traunsteiner Bergwacht, ist die ganze Zeit hin und her geflogen. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert, wie das bei uns war, Thorsten. Wir haben das auch schon knapp verpasst, würde ich mal sagen, ja? Ja gut, es waren aber keine 400 Kubik oder sowas, sondern das war vielleicht ein halber Kubik oder sowas, was da runtergeflogen ist, aber das war auch schon heftig und die Gefahr hast du natürlich in den Bergen. Ich meine jetzt, wenn also wer das Video gesehen hat, ähm, wenn du dir die Masse da mal anguckst und da ist nur einer leicht verletzt und sonst ist da nichts passiert. Also, jedenfalls wissen sie es noch nicht, weil die Steine müsste man ja erst mal zur Seite räumen. Aber es ist ja vor ein paar Wochen in Österreich ja auch was abgegangen, oder war das Schweiz? Ich weiß gar nicht mehr. Österreich oder Schweiz? Irgendwo ist da noch mal so 'n ganzes Dorf ja Mhm. verschwunden. Und ich sage mal so, klar, die Berge sind immer in Bewegung. Da Steinschlag hast du schon immer gehabt. Ich meine, meine Vorfahren, würde ich jetzt mal sagen, kommen ja aus Österreich. Also, ich bin ja so ein halber Österreicher. Ich kann ja da so ein bisschen mitsprechen. Na, Stefan. Ja, ich sage mal so, das gab es früher auch schon, aber ich habe so das Gefühl, das häuft sich so ein bisschen und was natürlich ja auch massiv ist, was ja viele einfach auch nicht bedenken, dass ja diese Gletscher, die es ja eigentlich gibt und auch dieses Permafrost, was ja normalerweise in den in Bergen ist und wenn man das mal beobachtet, ist ja so, normalerweise sagt man ja so, die Schneegrenze taut ja erst im August, September auf und fängt ja dann eigentlich schon im Oktober an. Das ist ja immer nur so ein Monat gewesen. Inzwischen ist es ja so, dass es im Juni gibt es oben keinen Schnee mehr, und klebt diese Steine im Prinzip zusammen. Das heißt, dieser Permafrost, der eigentlich in den Bergen hängt, der ist weg. Also dieses Gefrorene, was das eigentlich so ein bisschen Ja, zusammenhält, damit taut das, damit läuft da Wasser rein und jeder kann sich das ja vorstellen, das ist so ähnlich wie im Haus, wenn der Putz rissig wird und der Regen in den Putz reinläuft, dann irgendwann bricht auch der Putz dort weg. Und genauso läuft das in den Bergen aber so. genau. Das, ja, ob das jetzt Klimawandel ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin da kein Forscher für, aber denke mal, wenn man hier überlegt, wenn man jetzt mal Tausende von Jahren zurückschauen würde, würde man ja auch sagen, okay, irgendwann sind die Berge mal entstanden, irgendwann sind Gletscher entstanden und ab und zu finden sie ja Sachen definitiv, wo es noch keine Gletscher gewesen sind. Das heißt also, klar, die Erde ist in Mhm. Bewegung. Und ich glaube auch, dass 8 Milliarden Menschen nicht dafür gut sind, dass die Erde in so einer schnellen Bewegung ist, sagen wir es Na mal ja, so. definitiv. Und vor allem die Gletscher ist das Problem. Dem fehlt dann die Spiegelung. Werden die schwarz und können dann das Sonnenlicht nicht mehr reflektieren, was der Gletscher eigentlich auch braucht und erhitzt sie dadurch. Und das ist wie so ein Teufelskreis, wie so eine Spirale, die wird immer heißer und immer heißer und schmilzt deswegen auch so rasant. Wenn ich mir jetzt vorstelle, St. Bartholomäu hinten die Eiskapelle, wie die vor 10 Jahren noch ausgeschaut hat, da haben wir reingehen können. Das war eine richtige große Grotte. Mittlerweile ist die vielleicht Mhm. noch der Eingang 1,50 Meter, 2 Meter hoch. Also, also man merkt es wirklich schon mit dem Klimawandel. So, der Nackedei TV, der hat jetzt sowas rausbekommen. Und zwar können jetzt die Zuschauer bei mir, ich habe da nämlich einen Tag lang mit dem Justin Schmidt ein Skript geschrieben. Und zwar können mir die Zuschauer Textnachrichten schicken. Und zwar geht es mit dem Befehl eben Hashtag drucken und dann den Text dahinter. So, das Holly-Dosen neben dir. Nein, das sind keine Holly-Dosen, das sind Coca-Cola-Dosen. Warte mal. Du lässt, das muss ich jetzt mal nachvollziehen. Du lässt dir per Drucken einen Hashtag schicken und das kommt dann bei dir aus dem Drucker raus mit einer Zeile. Genau. Ihr könnt auch, wenn es euch richtig, also wenn ihr mir so richtig auf den Sack gehen wollt, könnt ihr auch, ich blende euch das mal ein, aber das war weg hier. Genau, das sind die Hashtags, was ich für meine Zuschauer gemacht habe, um interaktiv teilzunehmen.
Ihr habt einmal die Möglichkeit, über Ton mir direkt die Tonausgabe auf meinen Rechner zu schicken oder drucken, mit dem Hashtag drucken, mir einen Liebesbrief zu schreiben. Und das liest denn eine KI-Stimme Das vor? liest dann die Anna. Die Anna von Apple liest es dann vor, genau. Okay. Du musst ja Langeweile haben. Also ich bin ja froh, wenn ich meinen normalen Videoschnitt schaffe und du schreibst ja ganze Skripte zusammen. Ja, ich habe es beim Just Schmidt im Stream gesehen und dann habe ich ihn privat ein bisschen genervt. Dann habe ich mir so ein bisschen einen Tipp gegeben nach 3-4 Stunden. Dann habe ich das ganze Skript wieder ändern müssen. Ja, da bin ich echt den ganzen Tag dran gesessen. Ja. Aber ja, da war es ja wirklich langweilig. Jetzt sind wir natürlich wieder voll am Thema vorbei, gell? Was sind Holi-Dosen oder Holly-Dosen? Das sind die komischen scheiß Holy Energy Dosen. Drinks, wo es laufen, die blöden Werbung. Ach so, ja gut, da bin ich nicht bei. Ich habe jetzt gerade an Holi-Pulver gedacht in Indien oder sowas. Das hätte ich jetzt cool gefunden. So. Das hätte ich auch cool gefunden, wenn du so eine Dose aufgemacht hättest und das über dich rübergeschüttet hättest. Nee, So. eiskalte Coca-Cola. Eiskalt. Aber jetzt möchte ich was ausprobieren. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie so ein Steinsturz ausschaut. Ich hätte jetzt ein Video zum Einblenden. Können wir mal anschauen. Vielleicht, ich weiß aber nicht, wie es im Ton ist, ob der Ton auch übertragen wird. Wie gesagt, das ist ein bisschen testmäßig heute. Da müsst ihr nicht jetzt hier auf die Bildschirmfreigabe gehen. Und dann passiert nichts. So, doch, gesamten Bildschirm teilen. So, jetzt habe ich den Tasten weggeschubst und jetzt seht ihr hier meinen Desktop. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da der Ton übertragen wird. Und zwar habe ich da extra mal so einen Abgang ausgewählt. So schaut es aus. Und jetzt will ich schauen, wie weit die Steine da runterkugeln. Also wirklich einschlagen wie Bomben. Das ist wirklich Bums dahinter. Und das war der aktuelle Fall jetzt hier bei uns. Und hört's den Ton an. Na, Ton hört man jetzt leider nicht, also ich jedenfalls Oh, nicht. okay. Aber was ich krass finde, dass da jemand stand und das gefilmt hat. Ja. Also und das geahnt hat, dass das passiert. Also da muss ja vorher schon ein riesen Grummeln oder sowas gewesen sein. Das kann man leider auf diesem Handy ja nicht hören dann, ne? Ja, also das ist wirklich, das hört sich, wie es mir erlebt haben, Thorsten, so ein Krachen, das hört sich an, wie wenn man ein Holzbrett durchbricht. Ja, aber als wir das Krachen gehört haben, ist er ja auch schon in der Sekunde an uns vorbeigeflogen, beziehungsweise an der Dani. Ja, ja. So, du warst ja ein Stück davor, ich war ein Stück dahinter und das war genau die Höhe von Dani. Und Gott sei Dank war sie unter einem Felsvorsprung, so dass der so viel Schwung gekriegt hat, dass der direkt in den See dann geflogen ist, aber Genau, der ist da komplett. in den Obersee aber geflogen. das, Aber das hätte böse ausgehen können. das Schlimme war ja der Einschlag, das war wie ein Kanonenschlag, den hast du in der Magengrube gespürt, gell, dass der konnte. Also das war echt. Aber das Irre ist, also ich kenne das jetzt. So, wenn ich von oben irgendwas knirschen höre, dann bleibe ich nicht stehen und Danke, Sascha. Hast du es gehört, Thorsten? Nee, ich habe nichts gehört. Du hast nichts gehört, okay. Ja. Dann Ich renne kann ich ja doch. den Chat mal schreiben, ob die was gehört haben. Kann ja natürlich sein, dass man das hier im Chat nicht hört. Ja, weil ich das Mikrofon umstellen muss. Pass auf. Ich habe das auf Niere eingestellt, dass man es außenrum nicht hört. So. Also wenn da oben was kracht, habe ich immer gelernt und ich bin ja seit Kindheit an schon in den Bergen unterwegs gewesen. Wenn oben was kracht, dann bleibe ich nicht stehen und zück mein Handy. Dann schaue ich, dass ich zurückgehe. Und mir Du bist doch Schutz. Influencer, da musst du doch erstmal aufnehmen, bevor du zurückgehst. Schrecklich, schrecklich. Und das ist der einzige gewesen, der sich auch verletzt hat. Und zwar am Bein. Und wieso am Bein? Weil die ganzen Steine ja wie ein Meer, wie ein Fluss runter. Das haut der unten die Live weg, unten die Füße. Und da hat es natürlich dann voll erwischt. Ja, Andi hat auch nichts gehört. ja könnt es ruhig mal testen. Das kann sein. Man kann nämlich so Mikrofone einstellen, dass die nur nach vorne senden.
und hinten ist dann alles leise. Du müstest doch eigentlich, wenn du, also bei StreamYard ist es so, dass du, wenn du Dateien teilst, du kannst einen Bildschirm teilen und du kannst Dateien teilen. Hast du die Funktion nicht? Ich gucke mal eben, was man hier teilen kann. Ich kann ja hier auch teilen. Warte mal, ich gucke mal eben gerade. Nee, hier ist nur Fensterfreigabe erlauben und Bildschirmfreigabe erlauben. Okay. Okay, das funktioniert leider nicht. Na, Sascha, du darfst es nochmal probieren. Komm, Sascha, probier es nochmal. Ja, Gott sei Dank sind wir keine YouTuber. Um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen, nee. Ich würde mich auch nie so bezeichnen. Nee. Jetzt habe ich natürlich lang überlegt, warum ist es so mit die ganzen Steinschläge, was man jetzt hört. Letztes Jahr wollten wir Burg Falkenfels bei Prien wollten wir filmen. Dann ist der komplette Erdrutsch, der hat die halbe Burg weggerissen. Dann jetzt in Berchtesgaden, Österreich, Schweiz, Italien, die ganze Zeit hört man, die Alpen sind gefährlich und so viele Menschen und hier und da. Ich habe mir das echt überlegt, aber das ist ja ganz normal. Das sind meiner Meinung nach 3 Punkte. Erstens, die Nachrichten gehen sofort, innerhalb von Minuten gehen ja die online. Früher, wenn in Hinterschorshausen Murenabgang war, hat keiner mitbekommen. Das hat halt irgendein Wanderer da mal mitbekommen, dass der Weg verschüttet war oder sonst was. Dann natürlich die Massen an Touristen, die unterwegs sind. Jedes Jahr wird es immer mehr. Es wird immer mehr. Und das andere ist natürlich irgendwo auch der Klima. Jetzt aber, oder? Nein? Okay. Dann muss ich das reparieren. Genau. Also zurück zum Thema. Also der basht echt den Stream halt. Wie gesagt, es haben mehr Menschen unterwegs. Man ist schneller online, man kann es schneller filmen. Es sind oft Bergstürze, wo man gar nicht mitkriegt die erste Zeit. Und deswegen glaube ich gar nicht, das sind so viel mehr. Also die Alpen sind nicht gefährlich. Schau, wir waren am Hintersee. Du weißt doch, wie es am Hintersee ausgeschaut hat. Die ganzen riesengroßen Steine, das komplette Bergmassiv, was da runtergebrochen ist. Das war vor 2000 Jahren. Die Erosion hat es schon immer gegeben. Bloß haben wir das nicht immer mitbekommen. Ja, Das, also ich sag mal, dass es das immer gibt, ja, aber und du hast auch recht, dass man das nicht immer mitkriegt, aber klar, durch das Social Media, dadurch, dass jeder natürlich überall was aufnehmen kann, hast du natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, das mitzubekommen. Aber es sind bei ganz vielen Sachen, wo ich mir sage, war das früher schon so? Gefühlt hat man also ich glaube, durch Social Media habe ich das Gefühl, dass mehr passiert als früher. Ich glaube aber, dass früher genauso viele Sachen passiert sind. Nur es wird ja auch medial dermaßen heftig ausgeschlachtet und diskutiert und jeder gibt seine Meinung dazu. Da schaukelt sich ja dann auch extrem hoch. Also das finde ich ganz phänomenal heftig. Und wenn wir gerade so bei Unglücken sind, ne? Also wenn ich jetzt bei der Laura Dahlmeier, die jetzt gerade verunglückt ist, was da gelaufen ist. Und ich meine, also jeder, der Bergsteiger ist, und ich meine, Markus, das wirst du sicherlich bestätigen können, du wirst sicherlich den einen oder anderen kennen, jeder, der da hochgeht und sagt, ja, wenn ich dort verunglücke und alle machen im Prinzip, egal wann sie den Berg hochgehen, immer ihr Testament. ja, Ne? Also immer an der Stelle für das, was da passiert, weil sich die Lebenssituation ja auch immer ändert. Und eigentlich sagt auch jeder Bergsteiger da oben, ja, wenn ihr mich nicht retten könnt, dann lasst mich dort liegen. So, und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dann gibt das, klar kann man jetzt sagen, das ist unverständlich für jemanden, der diesen Sport nicht auskennt oder sieht, aber jeder weiß ja, der sich da oben bewegt, in welcher Gefahr er sich grundsätzlich bewegt, dass es eine gewisse Gefahr da ist. Und da muss man ganz klar sagen, da muss man diesen Wunsch einfach respektieren. Und ich meine, klar, wenn du guckst, die Bilder siehst, zum Beispiel von Mount Everest, ne, also ich sag mal, die Horden, die da hochlaufen, das Ja. finde ich übrigens extrem heftig. Früher ist da kaum einer hochgekommen, heute werden da Touren hochgeführt in Massen. Leute, die eigentlich keine Ahnung vom Bergsteigen laufen da hoch. Und die laufen, wenn du die Videos mal genau anguckst, die laufen rechts und links neben den Leichen dran vorbei. Ne? Das ist Genau. echt heftig. Makaber, makaber. Und die Leute sterben
in der Warteschlange zum Gipfel. Die Ja. erfrieren oder ersticken, weil die Atemluft aus ist oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Die sterben in der Warteschlange. Und das ist einfach nur pervers. Und der Unfall da von der Sportlerin sehe ich ganz genauso. Klar ist es tragisch, aber wir reden da von über 6000 Meter Höhe. Bei Ja. 2000 Meter haben manche schon gesundheitliche Schwierigkeiten. Und da bei 6000 Meter, wenn ich sage, sie war Grenzsportlerin, ich gehe an die Grenze, dann heißt es immer, es kann auch passieren, dass ich die Grenze überschreite. Das ist so. Das war so und das ist passiert. Ist tragisch, klar, aber sie hat es ja gewusst. Deswegen heißt es ja auch Grenzerfahrung. Ja, Und dann andere Menschen in Lebensgefahr bringen, um die Leiche dann zu retten, hätte ich auch gesagt, du, wenn ich die Grenze gehe, verlange ich von keinem, oder wenn ich die Grenze überschreite, durch Zufall oder durch Pech, möchte ich nicht, dass andere Menschen die Grenze überschreiten müssen oder eventuell. Deswegen ist es auch gut gewesen, dass es respektiert worden ist. Ja. Ja, also ich sag mal, wenn man da ohne Gefahr hochgekommen wäre, dann wäre es ja okay gewesen. Aber in der Zeit, da sind ja auch Steinschläge. Es ist ja auch ein Steinschlag. Da ist jetzt jemand verunglückt, ne? Ja. So, Ja. wenn die da hochgehen und die sagen ja selber gerade dadurch, da haben sie es auch ein bisschen erklärt, warum das auch so ist mit den Steinschlägen. Ne, die haben ja genau das gleiche Problem, wie ihr jetzt in den Alpen dort habt, weil da eben halt dieser Permafrost auch fehlt. Mhm. Ja, und ich sag mal, jeder, der da hochgeht und jetzt eine Leiche retten möchte, jetzt unabhängig, wer da ist, ja, der begibt sich in Gefahr und, das ist noch mal zusätzlich in Gefahr begeben, weil ich sage mal, das eine Hochsteigen ist das andere, aber dann jemanden, der sich noch zusätzliches Gewicht da wieder runterbringt und man muss sich das mal vorstellen, 5.000 Meter, das sind 5 Kilometer, nach oben. Das ist schon heftig, also von daher. Aber Sascha, ich gebe dir recht, mit welcher Ausrüstung die da ihr Insta-Bildchen machen mit Flipflops, da können Markus und ich auch was zu sagen, ne? Ja, könnte man auch. Also auf alle Ja, Fälle braucht man einen Rucksack mit Katze. Das ist ja, wichtig. das auch, aber das war phänomenal. Wir waren ja letztes Jahr in Berchtesgaden am Obersee, also hinterm Königssee. Und Ja. jeder, der da schon mal war, man kann vorne zu der Hütte, zu der ersten Hütte, die jetzt gerade neu gemacht worden ist dieses Jahr, da kann man zu Fuß, ich sage mal, mit Flipflops, Crocs und Clogs und sonst was hinmarschieren. Das ist kein Problem. Vom Schiff dahin, das ist wirklich ein Kiesweg, es ist nichts Anstrengendes. Aber wenn man sich sagt: „Okay, ich möchte die zweite Hütte auf der anderen Seite, auf der Alm wirklich sehen und ich möchte da wirklich rüber“, dann geht man eine natureingeschlagene Treppe hoch und runter und da sind uns Leute wirklich mit Flipflops, Crocs, ich habe nur noch 'n Kopf geschüttelt und Markus hatte festes Schuhwerk an, und Dani hatte auch festes Schuhwerk an, jetzt aber nicht das perfekte Bergsteigerschuhwerk, Mhm. aber und die beiden haben sich schon nicht wohlgefühlt und dann sind uns da Leute wirklich mit Flipflop ins Gehen gekommen und ich habe echt gedacht so und habe nur gedacht so: „Leute, seid ihr euch sicher, was ihr da grade machen wollt, darüber zu gehen“, ne? Weil Mhm. du knickst ja auch schnell um und ich laufe bei so welchen Strecken ja immer mit Wanderschuhen, Knöchel hoch, ne? Also, Genau. weil ich immer sage, dann hast du eine gewisse Stabilisierung, selbst wenn du ein bisschen umknicken solltest. Du musst dich ja auch aus einer gewissen Situation ja auch noch dort befreien können. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. Ab da hast du auch noch nicht mal Handyempfang. Da ist kein Handymast, da ist kein Telefon. Das heißt, wenn du da verunglückst und liegst, dann muss einer erst mal bis zum Schiff runter. Das dauert dann unter Ja. Umständen mal 'ne Stunde, 1,5 und bis denn da Leute kommen, da liegst du dann 3 Stunden und sowas wegen Flipflops. Da, Also, da, sorry, fliegt, da kommt von Traunstein kommt der Hubschrauber und holt dich da raus. Ja. Ja. ja, und das kostet auch dementsprechend. Aber Bergschuhe ist das A und O. Und natürlich muss der Knöchel auch stabilisiert sein. Weil das ist nämlich eine ziemlich häufige Unfallursache. Du steigst einmal daneben, knickst um und dann hast du einen Bänderriss oder sonst was und kannst nicht mehr gehen, nur weil du das falsche Schuhwerk dran hast. Ja, Also definitiv. Aber die Leute sind so unbedarft. Die werden da mit Reisebusse angekarrt. Die werden dahinter geschickt. So, oder jetzt hier geht's das, was dahinter. Sascha auch schreibt. Ne, was Sascha schreibt mit der Zugspitze, ne? Ich meine, ich war da ja auch mal oben. Klar, du kannst es ist ein Erlebnis, da hochzufahren, das will ich nicht abstreiten. So, ich war da oben, ich bin mit der Bergbahn hochgefahren, habe gesagt, ich möchte das mit der Bergbahn erleben, bin den Rest mit der Seilbahn dann hoch und dann stehst du dann oben und dann war ich auch am Überlegen, ob ich wirklich bis zur Spitze gehe. Ne, Mhm. da kann man hochgehen.
Ich habe mir das angeguckt. Ich habe zwar die richtigen Schuhe angehabt, aber ich habe Höhenangst. Ich habe mir das angeguckt und habe nur die Massen dort hochgehen sehen und dann auch wirklich mit Turnschuhen, Sneakern da hochklettern. Das ist Bergsteigen, was die da im Prinzip betreiben, ohne Mhm. Sicherung und ohne irgendetwas. Dass da nicht ständig Nachrichten kommen, dass da was passiert, das wundert mich eigentlich viel mehr. Ich meine, Das jetzt haben stimmt. sie es ja ein bisschen entschärft. Sie haben jetzt so ein Gipfelkreuz innen drinne gebaut. Das ist auch richtig so für die Leute, die da so ein Foto haben möchten. Und ich habe mir gesagt: „Ja gut, ich gehe da nicht hoch." Ich habe das Foto dann Selfie, ne? Ich stand davor auf dem Geländer, das geht natürlich auch. Aber wenn du das siehst und auch die Massen, Sascha, ich gebe dir da vollkommen recht, da sind Massen da oben. Das ist nicht normal. Also, auch seit dieser neuen Seilbahn, die da ja ist. Ich weiß gar nicht, da sind gefühlt 150 Leute, schubst du in einer Minute Mhm. in 'n paar Minuten da hoch und die fährt ja wirklich im 10-Minuten-Takt da hoch Ja. runter. Und was So, da für oben für Massen langlaufen, das ist nicht mehr ja. normal, ne? Aber jetzt mal ehrlich, muss ich auf die Zugspitze rauf, zahle einen Haufen Geld, dann zum Gipfel traue ich mich nicht und dann habe ich herunten, die haben herunten, müsst ihr euch vorstellen, also an der Talstation, wenn man ankommt, haben die das irgendwie nachgebaut, das Gipfelkreuz, gell? So eine Fototapete, wie beim Bulli früher, wo du dich Mhm. fotografieren lassen kannst vor einem Fake-Gipfelkreuz. Dann das nächste ist, was jetzt modern ist, das digitale Gipfelbuch. Für alle, die es nicht wissen, am Gipfelkreuz ist normalerweise ein Buch und da kann man sich eintragen. Analog, richtig schön. Gibt es jetzt digital als App, wo man sich digital eintragen lassen kann. Ja, Das ich hat, das meine, hat nichts das hat nix mit Berge zu tun. Genauso wie sie getroffen haben da oben, Bund Naturschutz, keine Ahnung, mit welche Politiker, der Erhalt der Heimat, Erhalt der Berge war vor kurzem das Treffen auf der Zugspitze. Wenn man sich die Zugspitze wirklich anschaut, das ist nur noch ein Betonbunker da oben. Das ist eine Plattform, das ist ein riesen Komplex, was die da hingeknallt haben. ja, Das hat nichts mehr mit Natur und Berge zu tun. also es ist phänomenal, da mal oben gewesen zu sein. Ich sage mal, der höchste Punkt in Deutschland, ne? Das ist schon etwas und von da aus auch direkt auf die österreichische Seite zu gehen und ich finde auch ehrlich gesagt die österreichische Seite total spannend. Die deutsche Seite ist total Touri. Ähm, so und, ja, ich kann irgendwo die Faszination verstehen, aber ich sage mal so, diese Massen, finde ich phänomenal. Und jetzt kommen wir mal. Ich meine, wenn du mal überlegst, da gibt es ja Berichte zu, wie das da oben gebaut worden ist, was da für Tonnen an Material hochgebracht worden Ja, sind. ja, So, klar. aber die kriegen ja nicht die Zugspitze ist irgendwas bei 2.000 Meter, glaube ich, hoch, grobe Richtung, ne, 2.100, glaube ich, irgendwie. Du kriegst ja aber nicht den kompletten Berg komplett stabilisiert. Lass das mal im unteren Teil irgendwas abbrechen, dann gehen da aber Hunderte von Leuten gleichzeitig ab. Das fasziniert mich immer, gell? Die haben so viel Plateaus schon gebaut und Abstützungen, allein die Einfahrt von der Seilbahn, das ist gigantisch. Also das, was das für Gewicht sein muss, was da lastet drauf. Also, Ja, also ja, und auch technisch faszinierend, allein bis die den Kran aufgebaut haben. Die haben ja erst mal ein Fundament dahin bauen müssen und irgendwelche Plateaus für den Kran, dass der Kran überhaupt erst mal anfangen kann zum Abbauen von der alten irgendwie. Also total irre. Also, Jetzt ist aber die Frage tatsächlich, ich meine, dieser Tourismus ist, wir haben uns ja in Berchtesgaden da ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Du hattest ja mhm. erzählt, diese Whirlpools da oben am Königssee. Magst du kurz Mhm. erzählen für die Zuschauer? Ja, das ist ein Spot am Königssee, da geht ein kleiner Wasserfall runter und oben ist ein natürliches Becken, so ein natürlicher Pool und da fließt das Wasser durch und geht dann richtig 100, 200 Meter, 300 Meter runter. Und der war ganz beliebt in Deutschland, Instagram, das sind die Mädels im Bikini drin gehockt und haben sie eben dann vor der Abflusskante fotografieren lassen, wie man es erkennt von, ich glaube, Niagara-Fälle gibt es auch solche Spots, wo so natürliche Pools sind. Ja. Und da sind die regelmäßig abgestürzt. Das war ganz normal, alle 2 Wochen oder jetzt gerade zur Ferienzeit hat es Unfälle gegeben. Dann ist es gesperrt worden. Ja, das macht aber nichts, wenn da steht, betreten verboten. Das interessiert ja nicht. Die sind da oben Schlange gestanden, Leute. Die sind da Schlange gestanden. Ein Weiberleid nach dem anderen mit dem Fotografen, Weiberleid, Fotograf und sind Schlange gestanden, dass sie da fotografieren haben lassen können. Also für Instagram-Foto muss man auch mal blöd sein, gell? Ja, das ist, ich sage mal, das ist unsere Zeit, ne? Das ist, jeder mit dem Handy, jederzeit online und überall 'n Bild zeigen. Ja. Sicherlich durch Fotografen in der Ursprungsform mal irgendwann angefangen. Ich will jetzt nicht sagen befeuert, aber ich glaube, auch wir zeigen ja tatsächlich Spots
wo man ja wirklich sagt, so, ja, da könnte man mal hin, so, aber ich zum Beispiel für meinen Teil, ich habe es ja gestern in unserem Livestream ja auch kurz gesagt, also ich halte mich an den Weg und ich gehe auch nicht über eine Brüstung rüber hinaus. Wenn das dort abgesperrt ist, dann wird das seine Begründung haben, warum das abgesperrt ist. Aber wenn du dann da runter guckst und du weißt, das ist alles neu gemacht und du siehst definitiv, die Uferböschung ist runtergetreten, da werden Hunderte von Leute trotzdem das ignorieren, diese Zettel, diese Hinweise. Und das finde ich eben halt so traurig, nur um eben halt das noch etwas bessere Foto hinzukriegen. Ich frage mich immer, ist das die Sache wert? Klar, wünsche ich mir auch manchmal von der einen oder anderen Stelle ein etwas besseres Foto. Und ich habe mich ja selber auch schon mal für ein Foto in Gefahr gebracht. Ähm, aber unbewusst, da muss man dazu sagen. Und da ärgere ich mich bis heute drüber, dass mir das passiert ist als Norddeutscher. Ne? Ja, also von daher. Ja, ohne die Dummen wäre es langweilig. Ich weiß nicht. In dem Punkt sage ich mir, da hätte ich gerne ein bisschen Langeweile. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Langeweile an den Fotospots. Also ich habe nichts gegen Fotografen, die da stehen mit dem Stativ und auf den Sonnenuntergang warten oder sowas. Habe ich am Geroldsee. Das ist auch bei euch da unten in der Ecke, ne? Ja. Gerold. Ja, da habe ich das mal gehabt. Da waren ganz viele Fotografen. Das ist ja auch so ein Instagram-Spot mit diesen Hütten da drin und sowas. Das ist nett, aber wenn dann die ganzen Instagrammer dir die ganze Zeit auch noch vor dem Foto rumlaufen, dann könnte ich immer, ja, hätte ich am liebsten einen Knüppel dabei, weil ich dann immer sage, euch hau ich erstmal alle weg. Ne? Ja, So, sowas habe ich letztes Mal im Hintersee erlebt. Wir haben uns den Spot gesichert, sage ich mal, Kamera da gestanden, fotografiert. Kommt eine Familie vorbei, er mit so weißem Hemd, hat ausgeschaut wie von der Playboy-Zeitung, keine Ahnung, sie so wahrscheinlich noch mit Camp David vorne drauf oder sowas. So ungefähr, ja, genau. Ja, genau, genau. Also wirklich Snobs, sagen wir. Kleines Kind dabei am Schreien, die hast schon 1 Kilometer vorher gehört, das war am Hintersee morgens. Wir wollten unsere Ruhe haben. Und hinterher Fotografin. Die haben genau gesehen, dass ich da fotografiere. Da haben sie voll vorbeipatzt, haben sie hingestellt, vor die Linse. Sage, ja, danke, ist ja egal, gell? Ich wollte da gerade fotografieren. Ja, wir sind ja gleich weg, wir sind ja gleich weg. Hihihi, hahaha, und fotografiert und hier und. Aber ich, hallo, geht's noch? Wie kann man so rücksichtslos sein? Die hätten ja auch mal 1 Minute warten können. Oh, So. das passiert häufiger. Kennst du das? Also ich habe Ja, das erste Mal erlebt. Das ist mir in Rothenburg passiert. Rothenburg ob der Tauber, da ist ja dieses, irgendwas mit P, dieses Eckhäuschen da. Ich komme jetzt gerade nicht. Pützchen oder irgendwie so Pützchen oder sowas heißt das, keine Ahnung. Okay. Und da standen, also ich dann mit Stativ, ich wollte schön abends ein schönes Foto machen, habe mich dann da hingestellt in die Reihe und habe dann also wirklich gewartet, dass alle vor mir da ihre Fotos gemacht haben und bin dann irgendwann 3 Schritte vor, als dann keiner mehr war, habe mich dann aufgebaut. So, wollte gerade fotografieren und dann kommt so eine olle Truller und stellt sich, ich so, sorry, können Sie sich nicht hinten anstellen? Meine ich so, ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet, das Foto. Ja, ich möchte nur ein Foto machen. Ich so, das will ich auch machen. Und Sie gehen jetzt hier aus dem Bild. Und dann bin ich auch wirklich mal sehr, sehr unfreundlich geworden, weil ich auch schon eine halbe Stunde gewartet habe. Ja, sagt sie, ich wollte auch nur ein Foto ganz schnell machen. Ich wäre ja schnell weg gewesen. Ich so, nee, das war gerade der einzige Moment, habe ich dazu gesagt. So, das war übrigens der einzige Moment, wo keine Person da war. In dem Moment, wo sie nämlich reingelaufen ist, wollte ich gerade ausdrücken. Und dann liefen auf einmal wieder Leute rein. Ich wollte ja eben halt diese Position haben, dass da keiner ist. Und dann habe ich gesagt, das haben sie mir jetzt schön versaut, sag ich, jetzt kann ich wieder warten. So, und dann fuhren da fahren ja dann auch noch Autos und sowas. Dann hat es wieder auch gut 20 Minuten gedauert, bis ich endlich die Situation habe. Also ich habe für dieses Foto fast eine Stunde gebraucht. Ich habe mich echt nachher geärgert über diese blöde, dumme Kuh. Sorry, aber. Ja. Und das passiert mir häufiger mal, das passiert ja auch an der Küste oder sowas. Die latschen dir da durch, dann hast du das schön vorbereitet, denkst, oh, keine Sandspuren, keine Fußspuren, schön spotten, so ein bisschen mit Meer, zack, läuft dir da durch. Dann denkst du, toll, jetzt hast du da Fußspuren drin. Ne, klar kannst du alles nachher in der Bildbearbeitung nachher machen, ist nicht das Thema. Aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock zu. Wenn ich das Foto schon fast perfekt habe und ich brauche nachher noch ein bisschen im Farbregler spielen, wäre mir das viel lieber. Ich war vorgestern abends zufällig spontan an der Walhalla. Und du kannst ganz oben an der Walhalla, sind riesige Treppen nach unten. Ich bin da an der Eingangstür gestanden, wollte ein schönes Foto von oben nach unten, die ganzen Treppen draufkriegen. Im Panorama, die Donau im Hintergrund. Es war alles frei, es war alles frei. Ich möchte auf den Auslöser drücken, zack. Kinder, irgendwelche Frauen. Schrecklich, schrecklich. Die haben das genau gesehen, dass ich gerade ein Foto machen wollte. Scheißegal. Also wirklich, das hat mich so geärgert, das kann ich dir nicht sagen. Ja, und das ist dieser Egoismus überall. Und das ist eben halt das auch, was der Natur schadet, ne? Weil die Leute rennen in die Natur,
ohne Ja. Rücksicht auf Verluste. Wenn du dann auch guckst, ne, das Müllthema ist ja auch ein Riesenthema geworden. Na, jeder schmeißt seinen Müll mit. Ja, also das ist schon echt heftig und es regt mich massiv inzwischen auf, ne? Mhm. Ich meine, Ja. ich gehe in die Natur, um die Natur zu genießen, um sie bildlich festzuhalten, ne, um eben halt, ich sage mal, so was Schönes hier zu erleben, ne? Also, von daher, einfach um zu sagen: „Ja, ich war in der Natur“, aber wenn ich da, ich sage mal, meine Fußspuren sollten durch die nächste Welle letztendlich wieder weggezogen werden und das ist auch die einzige Fußspur, die ich da lasse und Ja. alles andere kann man auch wieder mitnehmen und, dann drehst du dich um und dann denkst du so: „Müllberg“ oder auch gutes Beispiel, ne? Also, ich war letztens in Bonn in den Rheinauen, das ist so ein Erholungspark. Okay. So, und jetzt muss ich überlegen, ich bin aufm Sonntag dort angereist und es war Muttertag und es war super tolles Wetter. So, und dann bin ich durch den Park und das war auch schön und sowas, ne? Und dann überall auch Leute auf den Wiesen. Also, es war wirklich auch eine schöne Stimmung so, ne? Es war Mhm. richtig toll. Ja, und dann wurde es, gegen Abend und ich bin ein bisschen länger unterwegs gewesen und die Leute waren auf einmal weg. Und dann siehst du wirklich die Müll an einer Mülltonne daneben geschmissen, obwohl die Mülltonne leer ist und die Gänse und Vögel holen sich den Müll, die Pizzareste daraus. Mhm. Ich habe so einen Hass gekriegt. Ich habe gesagt: „Das kann nicht wahr sein.“ Da habe ich wirklich den Müll noch in die Mülltonne gestopft, die Gänse da verscheucht, ne? Also, es war echt heftig. Und du hast den Müllwagen da auch schon durchfahren sehen. Also, der fährt ja auch am Aber Sonntag, aber ich verstehe nicht, wieso kann man's nicht in die Mülltonne schmeißen? Also, es ist mir unbegreiflich, weil klar, das weht weg, da ist Plastik bei, die Tiere fressen das, aber ich könnte mich echt aufregen über sowas. Also, ja, da du kennst ja 'n Hintersee. Du weißt ja eigentlich, wie schön das da ist, auch wenn man so abseits von den Wegen, so Richtung Ufer, marschiert. Und mir ist einfach aufgefallen, dass dieses Jahr, recht viel Müll hinterlassen wird. Also, es sind wirklich leere Kühltruhen, Isomatten, Aldi-Tüten, alte Einweggrills, was vorher gar nicht gegeben hat. Da schaut's wirklich so aus, wie man's so, in die Großstädte kennt, in die Parks. Ich habe jetzt hier das Foto, warte mal, das lade ich schnell runter. Zeige ich das mal. Ich schalte mal schnell um, damit ihr wisst, von was ich spreche. Also, das ist wirklich vom Hintersehen. Da bin ich so erschrocken. Vor allem, es ist ja mittlerweile schon so, dass eigentlich an so Naturspots schon fast irgendwie so Parkrangers oder Parkwächter bräuchtest, die da wirklich patrouillieren und schauen, was da angestellt wird. Warte mal, ich teile mal schnell meinen Bildschirm. Für jeden, der einen Hintersee kennt, ich glaube, das tut einem im Herzen weh. Bildschirmfreigabe. So, das werde ich dann irgendwie nochmal ändern müssen. Ja, also hier runterschieben. So hat es dieses Jahr am Hintersee ausgeschaut. Und da krass. braucht, ja, du kennst den Spot, da hinten war die geile Wurzel, da war ich letztes Mal mit dem Thorsten Engemann, haben wir fotografiert, wollte diesmal auch hin. Und du brauchst doch nicht erzählen, dass es eine Familie ist, die da mal schnell zum Baden geht oder reinhüpft. Äh, Das schaut mir eher so aus, wie man es halt aus den Großstädten Ah, es ist kennen. Ja. ja. Und das ist mir eben so extrem aufgefallen. Und ich weiß gar nicht, bei der Walhalla war das ja auch, und es ist immer schwierig, sich da richtig auszudrücken. Ich finde es schwierig. Also die Walhalla ist ja in Regensburg. Zum Sonnenuntergang sind immer mehr Leute gekommen und gefühlt aber 50% haben nur Arabisch gehört, komplett. Die haben dann das Shisha geraucht und so weiter. 40% war komplett auf Russisch. Die haben dann angefangen mit Decken und Essen und alles Mögliche. Ich sehe ja alles ein. Ist ja auch nicht das Problem, aber ich finde, dass wir die Menschenmassen, die wir jedes Jahr mehr kriegen, auch an solchen Stellen mittlerweile, dass sie das, ja, die entdecken auch die schönen Stellen und die werden auch gnadenlos und rücksichtslos belagert und da wird dementsprechend auch der Müll hinterlassen. Und Ja, das tut mir als Einheimischer eigentlich ganz schön weh, weil wir denken, muss ja nicht sein. Ja. ne, es muss definitiv nicht sein. Also ich bin da erschrocken, aber was willst du machen? Ja, und dann wirst du schon angerempelt, weil es dann ist ja wirklich so, jetzt bin ich da, geh aus dem Weg. Was willst du jetzt wieder fotografieren? Wir grillen jetzt hier oder so. Ich weiß nicht, wie es woanders auch ist. Ich meine, du kommst da auch viel rum, so die letzten Jahre.
verschiedene Spots, wo du vielleicht öfters mal bist. Sascha, ich lasse erst Markus vorlesen, damit er seinen Zettel vorlesen kann. Befehl von Nakitai Travel by Presser Pictures. Sollte der Besucherstrom eurer Meinung nach begrenzt werden? Malle, Venedig, da gehen die Einheimischen alle auf die Straße. Definitiv ja. Wir haben ja mittlerweile Dörfer. Wir haben jetzt gerade wieder die Urlaubssaison, deswegen ist das für mich jetzt auch ein Thema. Wir haben Dörfer. Also nicht nur die Wohnsituation ist scheiße, weil nur Hotels und Ferienwohnungen sind, sondern auch die ganze Parkplatzsituation. Wir haben Dörfer, die sind mittlerweile überrollt. Da kannst du in dem Dorf nicht mehr über die Straße gehen, weil ein Auto nach dem anderen kommt. Ich finde, es sollte begrenzt werden. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Wie kann ich sagen, du darfst nicht rein, du darfst uns nicht besuchen und du nicht. Ist ein Riesenproblem bei uns. Ja. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen, Thorsten, ja? Nee, ich mache gerade nebenbei etwas, damit ich das morgen, ich muss für morgen noch ein Video rausmachen. Aber da Sascha das schreibt mit Venedig. Venedig hat es ja gemacht, die nehmen Eintritt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber ich glaube, die haben über 1 Million Gelder schon an Eintritt eingenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also warte mal, ich google das mal, wie viel Venedig Eintritt Summe. Mal gucken. Venedig. Aber Eintritt finde ich auch wieder schade, weil da nimmst du Leuten, die nicht so viel Geld haben, wieder die Chance, was zu sehen. Ist immer so eine zweischneidige Sache, finde ich. Ich meine, ich finde das schon richtig scheiße, wenn jetzt irgendwo in der Schlucht will, die bei mir... Warte mal, das ist heftig. Die haben in der zweiten Testphase rund 5,4 Millionen Euro eingenommen. Wow. Ne, es wurden über 720.000 zahlende Besucher gezählt, die bis zu 10 Euro Eintritt zahlen mussten, wobei Bucher weniger zahlten. Die Einnahmen sollen der Stadt und den Bewohnern zugutekommen, zum Beispiel für stabile Müllgebühren. Wahnsinn. Und jetzt kommt's. Die zweite Testphase des Eintrittssystems fand an 54 Tagen statt. Das heißt, das ist eine irre Summe. Auf die kurze 54. Das ist irre. Ja. Aber ich finde es jetzt schade, weil der, was sich das nicht leisten kann, dem wird das verwehrt. Und das ist immer so das zweierlei Maß. Ja, das ist zweierlei Maß. Du siehst aber ja auch, dass dieses Eintritt ja nun auch nicht die Leute wirklich bremst, ne? Wenn sie da hingefahren sind. Also ich sag mal, von mir aus sind das irgendwie 3000 Kilometer gefühlt, glaube ich. Wenn ich da runterfahre und wenn ich da hingefahren bin, dann wären mir diese 10 Euro auch egal. Es gibt aber andere Sachen, wo ich dann keinen Eintritt bezahle, weil ich einfach das dann nicht einsehe. Ne, aber da sage ich mir dann, warum nicht? Und ich glaube, wenn ich mir jetzt mal Färöerinseln zum Beispiel angucke, wo ja viel Natur dort auf Privatgrundstücken ist, die nehmen da Eintritt und auch nicht wenig. Und die Leute zahlen es trotzdem, die da eben halt fotografieren wollen. Aber es könnte sein, dass so ein Instagrammer dann vielleicht auch sagt oder so ein normaler Touri sagt, nee, das ist mir die Sache dann doch nicht mehr wert. Also wenn man überall an den Spots zahlt, irgendwann wird es dann vielleicht weniger oder so etwas. Und ich glaube, das muss auch so sein. Und wenn das Geld, ich sag mal, für den Erhalt der Natur dort dann auch eingesetzt wird und nicht wie in Venedig für stabile Müllgebühren, ich sag mal, da gibt es ja, ich meine, Venedig hat ja die Kreuzfahrtschiffe da ja rausgeschubst aus dem Gott sei Hafen. Dank. Ja. Ne, also das ist auch richtig und man darf auch nicht alles für Tourismus machen. Aber wenn ich schaue, Venedig, da war ja auch schon, da waren früher nicht so viele Menschen. Apropos Karneval in Venedig ist total langweilig. Ich meine, das ist richtig toll mit Umzüge und mystisch und total langweilig. Die stehen nur verkleidet rum und das war's. Ja, mit den Kreuzfahrtschiffe. Das war ja so schlimm mit den ganzen Wellen, weil es das Wasser so gehoben hat. Also schwimmende Hotels sind da eingelaufen in die Lagune. Also wie ich das gesehen habe, das war... Ist heftig, ne? Ja, ganz früher war das nicht so. Und ich sehe das ja gar nicht ein, wenn ich jetzt bei uns in der Klamm gehen will, die eigene Heimat, dass ich da 10 Euro Eintritt zahle, dass ich durch die Klamm laufe. Klar, die haben da irgendwelche Treppen und sonst irgendwas, aber da wirst du auch so durchgeschubst. Das ist schlimm. Oder wenn du an Chiemsee fährst, einen Parkplatz am Chiemsee zu finden. Der Chiemsee ist
15 Minuten weg von mir. Wenn ich sage, ich möchte einfach mal in Chiemsee, das Wetter ist schön, ich habe jetzt einfach mal Bock. Du findest teilweise keinen Parkplatz mehr. Auch wenn ich sage, ich nehme einen bezahlten Parkplatz, findest du nicht mehr. Nix. Und das wird, jedes Jahr wird es schlimmer. Ja, der Almabtrieb, der ist interessant, vor allem wenn der Thorsten da mit die Kühe kämpft. Ja, Genau. war ja auch berechtigt, dass die mit mir gekämpft hat. Das war ja super. Ja, aber jetzt wird es jedes Jahr immer mehr. Also ich habe es jetzt am Hintersee auch erlebt, in der Früh um 6 Uhr war es schön. Ab 10 Uhr sowas geht's dann los. Jeder hat einen Hund dabei, jeder Hund am Kläffen, kein Hund an der Leine. Die Kinder nur am Schreien und Toben. Gut, sollen es machen, sind Kinder. Aber es nervt halt einfach. Also wirklich Ruhe zum Finden ist jetzt gerade zu der Zeit richtig schlimm. Ja, ist wirklich. Und dann gibt es aber einen Felssturz, einen kleinen, und dann ist das Geschrei groß, weil die Wanderwege gesperrt sind und wie gefährlich sind jetzt die Alpen und totaler Blödsinn, die Alpen sind nicht gefährlicher geworden. Es gibt einfach so Regeln. Zum Beispiel ganz einfache Regeln. Es sind ja oft dann oben, also ab der Baumgrenze gibt es ja dann die Serpentinen zum Raufgehen. Es geht ja immer so. Absoluter Fauxpas ist zum Beispiel, wenn man oben einen Stein lostritt, der nach unten kullert. Absolut scheiße. Weil der eine Stein trifft den nächsten und da kann ganz schnell richtig was Mieses passieren. Wenn ich wirklich so hoch gehe mal und sehe dann Kinder, die sich einen Spaß machen und da Steine nach unten werfen auf die Wege drunter und die Eltern stehen daneben und schauen blöd, dann platzt mir der Kragen. Da platzt mir einfach der Kragen. Oder wenn ich dann so steile Abhänge sehe, es sind oft so Almwiesen, die recht steil sind. Das unterschätzen die Leute. Ja, da ist Wiese, da fehlt nichts. Die Wiese ist sogar noch gefährlicher, wenn du da, es sind ja oft so keine Wege, wo du über die Kuhweiden gehst, die doch relativ steil sind. Ja. Das Gras ist nass. Du rollst da runter, du findest keinen Halt mehr. Wenn Bäume da sind oder was, findest du einen Halt. Du kugelst einfach runter und das sind auch ein paar hundert Meter und da schaust du auch nicht mehr gut aus. Man unterschätzt es so. Ja, Wiese, da gehen wir über die Wiese. Was mich aber wundert, dieses Jahr haben wir noch keine tödlichen Kuhangriffe gehabt. Das war doch einmal so richtig modern. Wo die über die Weide gegangen sind und dann sind die Kühe hinterher. Ja, oder das ist inzwischen so normal geworden, dass die Presse nicht mehr darüber berichtet. Wahrscheinlich, aber das war ja auch so riesengroß in den Medien. Tödlicher Kuhangriff auf der Weide. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, wir haben es ja live erlebt. Ich meine, so eine Kuh, wenn die auf dich zurennt, ich bin ja auch nur noch zur Seite gesprungen und Oh ja. ich habe sie ja nicht gereizt. Die ist ja nur gereizt worden, weil sie nicht richtig festgehalten worden ist, ne? Ja, oder du hast gesehen, dass du mit der Sony fotografierst. Also doch So, gereizt. Markus, das war ein netter Abend mit dir. Ich wünsche euch allen noch. Also, wenigstens habe ich immer Speicherkarten dabei. Das hat jetzt kommen müssen. Das bleibt mal wirklich. Das wirst du nicht mehr los. Definitiv nicht. Also, da kannst du machen, was du willst, aber das wirst du immer wieder zuhören. Mhm. Ja, Sascha, du hast so recht, weil sie es nicht besser wissen. Ja. Vielleicht wäre, naja, jetzt wenn man eine Woche Urlaub macht. Zombie-Kuh machen die Kinder mu. Super. Vielleicht sollte es wirklich so einen Alpin-Führerschein geben. Dass man sagt, so ab, wenn man über 1000 Meter will, muss man einen einstündigen Kurs machen bei der Bergwacht. So wie beim Skifahren. Oder gibt es bestimmt auch so Skipässe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wäre sinnvoll. Vier Zuschauer, voll cool. 4, ja, das ist schon mal für das erste Mal für deinen Nachttalk. Ja, das werde ich ja öfters machen. Das macht nämlich richtig Spaß. Und vor allem über Themen reden, abseits von der Fotografie, einfach was so momentan aktuell ist und so weiter. Finde ich voll cool. Müssen gar nicht viele Zuschauer sein. Vollkommen in Ordnung. Ach ja, jetzt mache ich sowieso wieder einen Livestream demnächst. Der steht eigentlich schon fast. Muss ich mal schauen wegen dem Datum. Und zwar mit dem Drohnengrafer. Der müsste dir als Drohnenfreund aber sagen. Drohnengrafer. Drohnenkanal. Großer Drohnenkanal. Drohnengrafer. Helf mir auf die Sprünge. Bestimmt schon tausendmal gesehen. Das wird dann ein richtig drohnenlastiges Thema.
Da Sagt mir bist du jetzt. drüber gestolpert. Nee, also ich gucke ja, wenn es um Drohnen geht, gucke ich immer, wie heißt der aus Berlin? Blackstage Drone. Mhm, genau. Den, den finde ich immer ganz cool, weil der macht dieses Stop-Motion vorher. Das ist sehr Mit der, unterhaltsam. mit der Unterhaltsam. Lampe, ja. Hä? Mit der Lampe, ja, am Anfang. Ja, 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 den finde ich richtig cool, weil der macht einfach, wo ich einfach sage, jo, das ist eine schöne Geschichte. Ja, an die Speicherkarte und so weiter, das habe ich alles gehabt, aber halt nicht dabei. Das war der feine Unterschied, beziehungsweise voll. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob der Stream überhaupt gespeichert wird, keine Ahnung. Es war aber ein guter Testlauf. Also mir gefällt eigentlich die Software. Ich weiß nicht, schaut eigentlich gut aus für einen Zuschauer, glaube ich, ja. Total cool. Aber ich möchte es eben so machen wie damals. Kennst du Domian? Kennst du das noch? Die Radiosendung Domian habe ich total toll gefunden. Habe ich so gern angehört in der Nacht. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Echt? Okay. Radiosender in der Nacht, okay, das ist Domian. irgendwas Bayerisches. Nein, das war ein, glaube sogar ein Norddeutscher. NWR oder so. Müsste in deiner NDR. NDR. NDR, genau, müsste in deiner Richtung sein. Ja. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also, Aber du bist jetzt eh müde. Ich würde sagen, machen wir noch eine Stunde. Machen wir Schluss. nee, ich werde ja nicht müde. Das Ding ist, falls das noch nicht aufgefallen ist, ich bin seit ein paar Tagen Brillenträger. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, deswegen. Und das ist meine Computerbrille. Und es ist tatsächlich, wenn du vorher so 'n Nasenfahrrad nicht hattest, ist das sehr ungewohnt für die Nase. Deswegen reibe ich zwischendurch mal, weil das ist Okay. ich muss hier immer noch massieren, bis sich die Nase dann komplett dran gewöhnt hat. Okay. Siehst du, aus Köln ist der Domian. Genau, Sascha, genau. Und so Night Talks, das würde mich einfach so richtig jucken, das zu machen. Ist eigentlich ja relativ gleich erledigt. Samstagabends, wenn die ganzen großen Streams weg sind. 1 Live und WDR. Danke, Andi. Also nichts Bayerisches. So, Speicherkarten und Zusatzakkus waren das erste, was nach dem Kauf der neuen kam. Ja, das ist klar, gehört ja dazu, ne? Was steht denn bei dir eigentlich jetzt so an? Wie Jetzt, an. seitdem du dich umbenannt hast, aber jetzt habe ich die wieder auf dem Schirm. Ist, Der ist cool. Lichtsetzer, der bleibt da. Aber der Lichtsetzer bleibt da. Überall. Jeder, der Drohnengraf auch. Haben wir auch über dich gesprochen haben. Ja, der Lichtsetzer. Der Lichtsetzer. Sag ich, nee, der hat sich umbenannt. Ja, es ist, ich sag mal so, es ist, ich bin, ja, ach, wie will man das jetzt sagen? Das war so eine Idee aus einer Kurzschlussreaktion, weil ich mich massiv über die Behörde jemand geärgert habe, habe das gemacht. Mhm. Vielleicht hätte ich da noch ein paar Tage länger drüber nachdenken sollen. Das hätte vielleicht noch mehr gebracht, weil letztendlich, ändert sich ja trotzdem ja nichts an der Geschichte. Auf der anderen Seite hat das aber auch noch einen zweiten Grund, weil, Lichtsetzer, das ist ja auch durch Martin Krolop ja immer noch so ein bisschen besetzt, das Thema. Mhm. So und, hat er noch so ein paar andere Sachen. Es gibt da ja noch so einen wilden Ivan, der mich da ja mal mit aufgezogen hat, um jetzt nicht den Namen zu nennen dazu. Und, irgendwie hatte ich das Gefühl, das muss sich ändern. Und ich habe ja auch für meinen Kanal noch ein paar andere Ideen und ich möchte mich gar nicht in dieser Fotobubble so festfahren, ne? Also, Sascha zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Der hat jetzt hier auch Nugget Travel bei Brother Pictures. Also, er hat ja auch beides im Prinzip da reingepackt. Mhm. Vielleicht sollte ich jetzt einfach unterwegs erleben bei der Lichtsetzer machen oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Also, der Lichtsetzer steht drin oder vielleicht schreibe ich auch wieder der Lichtsetzer unterwegs erleben. Der Kanalname bleibt aber bei unterwegs erleben. Oder Amazing Thorsten Beta Nature Best. Nee, garantiert nicht. Nein, aber also, das Ding ist, wenn ich sage mal so, ich mache YouTube ja wirklich so wie du, einfach aus Spaß, ne? Also, Mhm. ich habe also klar, ich freue mich, wenn ich ein Produkt kriege. Ich freue mich auch, wenn ich ein paar Taler von YouTube kriege. Das ist so viel, dass ich sage mal, das, was ich da inzwischen investiere, kriege ich am Ende des Jahres wieder raus. Also, es geht so plus minus null auf. Das ist schön, wenn man so ein Hobby betreibt. Wenn man sagt, okay, man kann eine ganze Menge Spaß dabei haben und sagen: Ja. „Okay, ja, ich muss da jetzt aber kein Geld großartig mehr investieren." Klar, kommt dann noch das eine oder andere Technik-Gadget zu, aber das würde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich jetzt kein YouTube hätte. Also, von daher, weil mich das Hobby eben halt auch flasht. Auf der anderen Seite, ist es aber so, ich reise auch unwahrscheinlich gerne mit dem Campingmobil und ich wollte das einfach, so ein bisschen kombinieren, wie zum Beispiel der Kombinieren, ja. Murat.
ne? Ja, Oder wie Sascha das eben halt macht. Und ich möchte einfach, wenn ich unterwegs bin, frei entscheiden, was ich mache. Also, ich möchte nicht sagen, dass ich sage: „Okay, ich mache heute jetzt definitiv Fotocontent.“ Ich habe ja nun auch inzwischen schon 'n Reifenmontagegerät gemacht und es wird irgendwann auch die Zeit dann kommen, dass ich dann sage: „Okay, an dem Fotospot war ich schon mal, aber, vielleicht habe ich eine andere Idee, einfach was zu mhm, filmen, ne? Und ich mhm, möchte ein bisschen aufs Videomaterial.“ Und dann ist der Lichtsetzer, zu sehr mit der Fotografie verbunden. Das ist so der Punkt. ja, Das ist der Ich habe nichts gegen den Spitznamen. Das wird auch immer so bleiben, weil da habe ja, ich auch kein Problem mit. Das ist bei den Leuten so im Kopf drin und das änderst du auch nicht mehr. Aber eben halt mir war es wichtig, den Kanalnamen zu ändern und ich habe zum Beispiel bei Instagram den Lichtsetzer nicht weggenommen. Da habe ich es einfach so gelassen, weil das in der Streetfotografie völlig in Ordnung ist. ja. Ähm, Wie gesagt, mir ging es einfach um dieses Ad unterwegs erleben, ähm, um dem vielleicht auch demnächst mal ein bisschen Reisegeschichten zu machen. Ist ja 'ne gute Idee, ne? Was ich gerne mache. Ich mache zum Beispiel, wenn ich an der Küste bin und ich da am Fotografieren bin, ich erkläre ja, ich interessiere mich ja, wie was entstanden ist und Mhm, sowas erkläre ich auch gerne. Und wenn du das aber mit Fotos machst, ist immer so die Frage, interessiert das jemanden, der wirklich sich Fotos anguckt, interessiert er sich, wie zum Beispiel Wangerooge entstanden ist, um jetzt mal ein Beispiel zu geben. ja, So, das würde ich gerne trennen. Ich kann ja auch beides machen. Ich kann ja eine Fotogeschichte machen und könnte aber nebenbei auch was erzählen. Ne, also von daher, ich möchte einfach da eine okay, ja. gewisse Vielfältigkeit behalten und eine gewisse, ich will mich da auch von YouTube nicht in diese Fotobubble drängen lassen, ne? Und, Genau, genau. ich sage mal so, ich möchte vielleicht auch irgendwann mal was ganz anderes machen, was vielleicht auch gar nichts mit Reisen zu tun, nichts Fotografie, aber dann ist unterwegs erleben völlig Mhm, egal. mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe noch so eine andere Idee im Kopf, wenn sich die mal umsetzen lässt. Ich finde es total spannend, wenn du zum Beispiel so hinter Berufsbilder gucken würdest, so, wo du jemanden mal begleitest, so ein Berufsbild. Im Moment hätte ich keine Zeit dafür, Super. ne, aber das wäre dann auch so unterwegs erleben. Mhm. Erlebe unterwegs jemand in seinem Beruf, ne? Und Da also sind wir das sind wir uns total ähnlich. Also wirklich, du sprichst mir grad aus der Seele. Apropos, schöne Grüße nach Fehmarn-Inselfotografie. Hoffe, euer Wetter ist auf der Sonneninsel auch in Ordnung, ja? Danke fürs Reinschauen. ja, Äh, und das das ist der Problem das Problem ist nämlich ist bei mir nicht also, ich bin ja nicht spezialisiert, nur Technik oder nur Fotografie oder nur. Ich bin breit aufgestellt. Ich mache kreative Sachen, auf was ich Bock habe. Und wenn ich ein Schneckenrennen mache, da habe ich als Kind schon Bock gehabt. Schnecken auf ein Blatt Papier laufen lassen und in Stop Motion oder ihr Bock, macht was Geschichtliches. Mein letztes Video ist wahnsinnig angekommen. Abonnenten, Aufrufszahlen, wo man denkt, puh, Mist, jetzt muss ich den zweiten Teil machen. Äh, Hat nichts mit Fotografie zu tun, hat mit der bayerischen Geschichte, mit Kultur zu tun. Ich verstehe dich, das breite, aufgestellte, einfach auf das, was ich Bock habe. Jetzt hast du, sagen wir einfach mal, wegen der Rechnung 1000 Abonnenten. Jetzt hast du 500, die interessieren sich für Technik, 100, die interessieren sich für Geschichte, 100, die interessieren sich, weil du einen Blödsinn machst, kreativ bist. Du kannst nie die ganzen Abonnenten immer bei jedem Video abdecken. Das ist einfach, das ist aber, also andere YouTuber, große Kanäle sagen, das ist ein Fehler. Weil du musst da bei einem Thema, du musst da ein Thema raussuchen und dabei bleiben. Aber dann wird mir YouTube gar nicht Spaß machen. Ich ja, mache das wegen der Kreativität und Community und ja, einfach das, auf was ich Bock habe. Deswegen so ja. unterschiedliche Themen auch bei mir. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch ein Fehler ist. Also, ich sage mal so, wenn das ein Fehler wäre, würde ja keiner mehr ZDF gucken, sagen wir es mal so. Oder Arte, ne? Da gibt es auch verschiedene Themen, ne? Das heißt, ne, also letztendlich ist so ein Kanalname ist ja nur ein Dings, da erwartest du einen gewissen Content und dieser Content ist ja auf mich als Person ja bezogen oder auch auf dich als Person, Mhm. ne? Also, ich gehe ganz davon aus, also, es haben mir auch Leute geschrieben bei dem, Reifenmontagegerät, da waren welche bei: „Ja, ich bin mal Motorrad gefahren.“ Eigentlich ist das nicht interessant, aber du hast es witzig gemacht, habe ich mir eine halbe Stunde angeguckt. So, darum geht es mir dann ja auch, im Prinzip Leuten einfach eine gute Zeit auf YouTube zu bescheren mit dem, was ich mache. Ich habe auch Genau. keinen Bock, mich mit irgendjemand zu bashen oder sonst irgendetwas. Da habe ich das ist mir fern. Also, das weißt du, wir haben uns schon 'n paarmal darüber unterhalten. Ich gehe so 'nem Streit aus dem Weg und im Zweifelsfall meide ich die Leute einfach. Das ist halt einfach so. Das ist mein Naturell. Weil ich sage mal, im beruflichen Kontext hast du schon genug Stress, dann muss ich ihn jetzt nicht in meinem Hobby machen. Und ich habe eben mein Hobby ist grundsätzlich Fotografieren und Videofilmen. So, das Mhm. ist so. Und ich kann damit alles machen. Und wenn ich unterwegs bin, ich Mhm. kann fotografieren und ich kann
wenn ich unterwegs bin, eben halt filmen und ich kann einfach das machen, wozu ich einfach Bock habe. Ne? Und Mhm. von daher, ja, und Andi, ich gebe dir recht, man kann es nicht jedem recht machen, das will ich auch gar nicht. Und ich sage immer so, wer mich schaut, schaut mich, wer mich nicht schaut, schaut mich eben halt nicht. Und ich habe eine Kanalgröße so ähnlich wie in deiner Größe, ja, ein bisschen weniger als du, Markus. Aber ganz ehrlich, die Abonnentenzahlen spielen für mich auch inzwischen überhaupt keine Rolle, weil Ja. ich hatte damals das große Ziel ja gehabt, ich möchte die 1000 erreichen und das war eine Wette mit meiner Tochter. Daraus ist das Ganze ja überhaupt entstanden, weil sonst Mhm. hätte ich gar nicht mit YouTube angefangen. Ähm, Mir war schon bewusst, dass das ein zeitintensives Hobby ist. Und ich habe auch nicht immer Zeit dafür. Das ist eben halt auch so. Ich mache ganz viel in der halben Nacht jetzt hier fertig, damit dann irgendwas morgen früh rauskommt oder so etwas. Ähm, Weil tagsüber sind eben halt auch Familie und dies und das. Und das ist mir auch alles Ja, wichtiger als ja, YouTube. ja, Ne? Und ja. von daher, also ich rede jetzt gerade wieder viel, aber für mich ist eben halt, was ich total spannend finde, ist, wo ich bei YouTube immer gucke, ist die Watchtime. Die Leute, die sich das angucken. So, und letztens kam der mal so eine Zahl, so ein Highlight, ne? Du hast so und so viele Stunden, ich weiß es gar nicht mehr viel. Meine Tochter hat es dann umgerechnet und sagt sie, Papa, weißt du eigentlich, dass das 664 Tage sind, die eine Person komplett durchschauen müsste? Die hat das Ja, relativ schnell ausgerechnet. Ich habe die angeguckt und habe gesagt, bitte was? Und ich finde es phänomenal, wie gesagt, und es ist ja auch so, ich kriege ja auch E-Mails oder sowas, wo sich dann Leute bedanken, dass ich Spots zeige. Und mhm. ich sage mal so, die auch die Reise Berchtesgaden zum Beispiel verfolgt haben und gesagt, cool, dass ich das noch mal sehen kann. Ich sitze im Rollstuhl, ich war da mal, aber ich kann es mir heute nicht mehr angucken. Aber danke, dass Mhm. du mich mitgenommen hast. Und Genau. so etwas, ganz ehrlich, da ist Ja, jeder Aufwand, den du für dieses Video betrieben hast, ist völlig in Ordnung. Und genau, ich war dankbar für diesen Kommentar und es war mir auch egal, wie viele Leute das Video geguckt haben. Ich habe einer Person eine Freude gemacht. genau. Und das hat mir vollkommen in dem Moment gereicht. Das war für mich Lob genug. Und ich sage mal so, Geld ist auch in dem Punkt nicht alles. Aber klar, ich gebe natürlich den Großen recht, ne, dass die in dieser Fotothemen sind. Aber wenn wir jetzt mal aufs Foto beziehen würden, Markus, Mhm. oder auch auf das Drohnenthema oder auch Videothemen, es wird, oder egal welches Genre du auf YouTube bespielst, es wird in jedem Genre gibt es so eine Handvoll oder 2 Hände maximal voll, die wirklich sehr erfolgreich sind, die wirklich ganz nach oben kommen, Mhm. in Anführungsstrichen, die Abonnentenzahlen, die um die 100.000 irgendwann erreichen. Das ist für deutsche Verhältnisse ist das verdammt viel. Mhm. Ähm, Stimmt. so und alles darüber hinaus, also das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das wird aber egal, welches Thema du anfängst, es wird eine große Masse, also große YouTuberzahl wird das schaffen. Und ganz viele, so wie wir beide, werden das wahrscheinlich nie schaffen. Das ist auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Nein. der Spaß. Aber diese Großen, das ist meine Theorie dazu, und dann höre ich auch auf, die Großen würden gar nicht so erfolgreich auf YouTube sein, wenn es diese ganzen kleinen Kanäle nicht geben würde, die so das Salz in der Suppe machen, die eben halt sich selber ausprobieren. Und ne, also ich nehme jetzt mal, stell dir vor, es würde YouTube in der Fotobubble nur mit Stefan Wiesner, Ben Jaworski, Kaplun geben. Und sonst keiner. Das wäre Spannend. totlangweilig. Ja. Das würde sich keiner mehr angucken. Ne? Und dann guckst du dir eine Weile den Wiesner an, weil du den gerade total interessant und nett findest. Im Mhm. Moment mag ich den gerade wieder ganz gerne, weil der ist ein bisschen witziger geworden im Gegensatz zu früher. So, davor hast du dann mal eine Ben eine Weile geguckt, dann hast du mal Pavel geguckt. Jetzt kann ich im Moment Pavel gerade nicht angucken. Was hast du da? Eine Wespe oder eine Biene? Oder Falter, eine Nachtfalter. Aber Nacht? so ein Oschi. Ja, Nachtfalter, Entschuldigung. passt ja zum Nightstream. Ja, Äh, stimmt. ne, aber ich sag mal so, wenn es die ganzen kleinen Kanäle nicht geben würde und diese Akzeptanz bei der Zuschauer-Community und auch, dass jeder das selber machen könnte, Ja. dann wäre YouTube nicht so erfolgreich. Das muss man ganz klar sagen. Weißt du, sagst, so ein Erlebnis habe ich ja auch gehabt. Da hat sich auch ein Zuschauer bei mir gemeldet, der lange Zeit blind war und vor kurzem sein Augenlicht wiederbekommen hat im hohen Alter. Und der hat sich auch bedankt, ist ja ganz ein treuer Fan. Ich hoffe, du schaust zu oder im Nachhinein. Hat sie mittlerweile, auch wenn wir uns noch nicht gesehen haben, ist ein Thüringer, äh, eine Online-Freundschaft mittlerweile hat sie da entwickelt. Und genau wegen sowas mache ich ja auch den Scheiß. Also ich haue jetzt da nicht irgendwelche Videos raus, weil ich denke, Hauptsache es kommt das Woche ein Video raus. Ich gebe da richtig Mühe. Bei dem letzten Video, was ich gemacht habe, zum Beispiel, gibt es schon 1000-mal
mit KI-Videos, mit KI-Stimme, wäre Sache auf 10 Minuten sowas zu machen. Aber ich gehe raus und filme die Sequenzen, die Videosequenzen wirklich selber. Wenn ich einen Wald will mit Nebel, dann hocke ich da draußen und warte, bis ich den scheiß Wald mit Nebel habe. Weil es ist so eine Art, weißt du, sagst die Watchtimes, das sind Watchtimes mit 1000, 2000 Stunden mal für so ein Video. Und wie du dann sagst, wenn man sich das umrechnet, wie lange das da einer schauen müsste, das hat irgendwas so mit Respekt für die Community zu tun, finde ich. Jetzt irgendeinen Dreck rauszuhauen, bloß dass ich sage, der Algorithmus ist gefüttert, das mache ich nicht. Lieber verliere ich da Abonnenten, wenn ich mir 2 Wochen kein Video rausbringe, als dass ich da irgendwas qualitativ Blödes mache. Also dieses Abonnieren, Deabonnieren, also ganz ehrlich, ich finde diese Funktion tatsächlich inzwischen obsolet, sagen wir es mal so. Also ich finde sie wirklich überflüssig. Mhm. Ich bin eigentlich der Meinung, ja, die Videos werden ausgespielt und du siehst es aber eben halt, hast du eine große Community, wirst du besser ausgespielt und das finde ich so ein bisschen das unfaire System dabei. Klar, auf der anderen Seite sind natürlich die, die sich ihre Kohle damit verdienen müssen, ne, und die sich dieses Business hier eben halt aufgebaut haben, die sind natürlich darauf angewiesen, das gönne ich denen auch von Herzen. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal Rico Best als Beispiel, ne? Der hat, wenn ich das richtig verfolgt habe, der hat mal einen Kanal gehabt mit Greenscreen. Habe ich aber noch nie gefunden, aber da hat er schon mal richtig Schlagzeilen. Er hat ja diesen Play-Button hat er ja schon bei sich stehen, weil er den schon mal erreicht hat. Mhm. So, der wusste also in etwa, worauf er sich einlässt mit seinem Fotokanal. So, und der hat in der Corona-Zeit angefangen und wenn man seine ersten Videos guckt, kann man auch immer noch gucken, die waren so, wie ich angefangen habe, so wie du angefangen hast und so wie wir Mhm. wahrscheinlich heute auch noch zwischendurch ein bisschen Videos machen. Ähm, und der hat sich eben halt auch entwickelt und der ist irgendwann professioneller geworden. Und der hat also wirklich über Jahre 2 bis 3 Videos die Woche rausgehauen. Der hat also wirklich massiv Zeit investiert. Ja. Es steht jetzt kurz vor den 100.000 und es sei ihm vom Herzen gegönnt, dass er die 100.000 erreicht, weil da hat er eben halt auch für gearbeitet. Das ist harte Arbeit. Also jeder, Mhm. der sagt, Influencer, ich halte ein Produkt in die Hand, das ist keine Arbeit. Nee, das ist tatsächlich Arbeit. Da gibt es auch ganz viele tolle Reportagen zu. Es ist Und, unbezahlte Arbeit. Und ja, am Anfang, wenn du schaust, den Stundenlohn, wir ja, arbeiten für YouTube umsonst. ja, Und du musst dir erst bei die Sachen im Voraus investieren. Und ich ja, das merke es selber, was da immer mehr dazukommt. Da kommt wieder eine Lampe, dann kommt hier wieder von K&F eine LED-Lampe, kann ich empfehlen. Pixels gibt es prozentiger, schreibe ich drunter. Weißt du, das sind so Sachen, was du immer dazu kaufst. Du gehst ja in Vorauskasse, du kriegst es ja nie rein, die ganzen Abos, Musik, Lightroom und so weiter. Du gehst in Vorauskasse und wirst es wahrscheinlich, ja gut, wenn du Glück hast, mal erreichen, dass der plus minus null ist. Ja. Ja, aber Und ich dann, sag mal so, er hat jetzt jahrelang darauf hingearbeitet, er hat sich ein Business dazu aufgebaut, er hat Bücher, er hat jetzt sein eigenes Filtersystem. Ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das total, weil ich sage, der hat dafür hart gearbeitet. Und auch ein Benjamin Jaworski, ich habe einen riesen Respekt vor dem, was der sich geschaffen hat. Der hat eben halt seine ganze Energie da reingesteckt und hat sich da was aufgebaut. Auch ein Stefan Wiesner massiv aufgebaut. Auch Michael Leiden, also Amazing Alpha Nature. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht verdrehe. Respekt, Respekt davor. Aber wie gesagt, das sind diese 5 bis 10, die in jeder Bubble, die es bei YouTube gibt, die es schaffen würden. Wenn ich jetzt Sascha fragen würde, im Campingbereich gibt es, glaube ich, ein paar mehr, die ein bisschen höhere Zahlen haben, aber so richtig große gibt es nicht ganz so viele davon. Das gleiche ist bei Reisegeschichten. Ne? Also das sind eben halt Themen und dann gibt es so ein paar Kochkanäle, wenn man sich das anguckt. Es gibt ja für alles und es gibt immer so ein Beispiel, dass irgendjemand mal richtig durch die Decke schießt, weil er die erste tolle neue Idee hat. Dann ist er der Erste. Viele springen auf den Zug an und möchten gerne ja, auch dieses Geld verdienen und das muss man ganz klar sagen, dieses Geld verdienen ist es definitiv nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich habe Spaß dran, dass hier K&F mir mal was zuschickt, was ich mal testen kann. Und dann bin ich jetzt auch ganz ehrlich klar, dafür muss ich, also wenn man mal, ich stelle da mal eine Milchmädchenrechnung zu auf. Ich habe jetzt ein Filtersystem bekommen, das kostet, glaube ich, so roundabout, weiß das gar nicht, 250, 300 Euro. So, ich bekomme das, ich muss das versteuern. Das ist als Einnahme. Das heißt also, ich buche auf meiner Einnahmenseite 300 Euro ein. Das heißt, ich zahle eine Steuer auf diese 300 Euro. Wenn man jetzt mal einen Steuersatz nimmt, sind das aber ja keine 300 Euro, die mir auf dem Konto fehlen, sondern das sind dann vielleicht, ja, Milchmädchenrechnung sind es 40%, ne? Mhm.
die ich dann dafür investiert habe. Dann investiere ich nochmal einen Zeitfaktor X für dieses Video. Ich fahre irgendwo hin, ich teste das, ich berichte darüber, ich stelle es raus. So, ich packe auch noch einen Link unten runter. So, dann verdiene ich mit dem Video, wenn ich Glück habe, 6 Euro, die ich dann übrigens auch als Einnahme verbuchen muss. Ne? Mhm. Also von daher. Und habe dieses Filtersystem. So, und dann sage ich mir ganz klar, gut, ich habe so ein Filtersystem. Das musste ich mir jetzt nicht selber kaufen. Ich musste keine 300 Euro in die Hand nehmen, sondern ich habe jetzt Milchmädchenrechnung, ich habe nur 150 Euro in die Hand genommen oder Mhm. 130 Euro in die Hand genommen. Kriege ich auch noch 6 Euro wieder und dann gibt es vielleicht noch 3 Leute, die sich das System meinetwegen wegen meiner Meinung kaufen. Dann kriegst du noch 6 Euro von Amazon als Gutschein und Mhm. dann war es das. Aber ich habe das Filtersystem und es gibt ganz viele Sachen, die ich einfach hier deswegen habe und das ist schön, da freue ich mich drüber. Und Genau. das nehme ich einfach positiv an. Ich hätte mir das Filtersystem sonst vielleicht selber gekauft. Und wenn ich die anderen restlichen 150 Euro konnte ich dann für was anderes investieren. Ne? Ja, Und ja. deswegen sehe ich das total entspannt. Und es gibt eben halt auch Sachen, klar, kriegst du auch Sachen, wo du sagst, ja, willst du mal ausprobieren? Und Mhm. nachher stellen die sich als größter Kokolores raus. Auch das ist so. Also ich habe Sachen hier gehabt. Ich habe auch schon Sachen zu Herstellern zurückgeschickt und gesagt, sorry, aber es entspricht nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Es wäre Ja. so, als hätte ich es mir bei Amazon gekauft und hätte es wieder zurückgeschickt und gesagt, taugt nichts. Und habe Mhm. dann gesagt, es war eine nette Idee, aber ich kann darüber nicht positiv reden. Und die erwarten ja eine positive Bewertung. Ja, ja. Und dann sage ich ganz ehrlich, ich gehe jetzt nicht hier drauf, um ein Produkt zu zerreißen. Sorry, Mhm. weil es ist dann meine persönliche Meinung. Für mich passt das Produkt, aber es passt vielleicht für jemand anders nicht und genauso Genau. umgekehrt. Also so, wenn das für jemand anders nicht passt, ja, der kann das bei Amazon dann zurückschicken. Mhm. So, aber einen Hersteller zu verreißen deswegen, nein, definitiv nicht. Das will ich auch nicht und ich will da auch keinen Ärger haben. Ich habe ja mit Insta360 zum Beispiel zusammengearbeitet. Da ist die Zusammenarbeit stillschweigend, hat geendet. Hast gesagt, ja. Das ist eben halt so, ich habe eben halt ein Produkt bekommen, das fand ich zum Anfang gut. Ich habe dann ein Video gemacht und habe dann festgestellt, also meine Anfangseuphorie war da und habe dann irgendwann festgestellt, nee, das ist aber passt nicht zu meinem Workflow Mhm. und ich hätte eigentlich noch 2 Videos machen müssen und ich habe die beiden Videos einfach nicht gemacht und sie haben nicht mehr nachgefragt und damit war die Zusammenarbeit dann noch zu Ende. Also, ich habe meinen Vertrag nicht komplett erfüllt von der Mhm. Seite. Klar. Auf der anderen Seite sage ich dir aber auch, wenn ich jetzt die Wertigkeit nehme dieses Produktes, sage ich mir ganz ehrlich, dann war auch das nur ein Video wert. Und dann sage ich mir Okay. auch, warum soll ich dafür 3 Videos machen? Das habe ich Mhm. nicht so ganz verstanden. Das hatte ich auch vorher diskutiert und ich diskutiere das notfalls auch. Mhm. So, und das habe ich auch mit K&F schon ein paar Mal diskutiert. Mit denen kannst du aber auf Augenhöhe diskutieren. Und dann kannst du Ja. das sagen, dann sind die gar nicht böse und die kommen 3 Monate später sowieso wieder an, weil sie dir Mhm. irgendwas schicken wollen. Das ist auch in Ordnung. Die Nur, machen momentan auch ganz viel Werbung auf YouTube, habe ich gesehen. Schalten ja, ganz viel Werbung momentan. Habe ich ja, früher nie gesehen. die wollen ja alle verkaufen. Ne? Das ist ganz klar. Jetzt muss ich die Brille wirklich mal abnehmen. Naja, ich weiß jetzt von KF, von der lieben Una, dass die in Europa jetzt momentan sehr viel Gas geben. Deswegen sehr viel Anfragen an die kleinen YouTuber. Also die bauen jetzt Europa ziemlich stark aus. Und früher So, zwischen jetzt die mal weißt Videos, du, dann ist das aber nicht, wenn du Unna sagst, dann ist das aber nicht K&F, sondern dann ist das Kenfade. Canface, genau. Mhm. Ja, Über Canface. weil ich habe vorher das muss man ja auch wissen, hier können wir ja offen sprechen, da hört ja Ja. keiner zu. Nee. Das ist ganz witzig. K&F macht einmal selber, das ist der Hersteller, und dann gibt es noch Mhm. einen Distributor, der nennt sich immer Kenfade. Genau. Die gehören irgendwie sicherlich zusammen, also sie gehen 2 verschiedene Wege. So ein K&F ist immer ein bisschen sehr zickig, sage ich mal so, als Hersteller, und Kenfade ist da viel, viel entspannter. Also mit der Unna hatte ich ja Voll. nun auch gesprochen und habe dann zu ihr gesagt, ich hätte gern das und das und das. Und dann sage ich, aber ich möchte das erst dann und dann haben, weil ich vorher im Urlaub bin. So, und das kam jetzt die Woche. So, und von daher freue ich mich jetzt einfach, dass das geklappt hat. Und das mache ich jetzt auch wirklich mit Freude fertig, weil ich mich da wirklich drauf gefreut habe. Und werde jetzt also auch die Tage mal dann losfahren an die Küste und da schön was von machen. Weil Ja. ich habe da so eine Idee zu dann noch. Ne? Also, Aber wie, es, wie, wie du sagst, wirklich auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Also hat der ja. Kontakt, ich habe der Una gestern ein Video auf Englisch geschickt von der Donaustauf. Einfach nur so. Finde ich toll. Finde ich toll. Und andere Firmen kriegst du dann mal eine Antwort. Ja. Schraubfilter. Jein, also Schraubfilter sind gut.
Andi, das ist nicht das Thema. Was mich da persönlich dran stört an Schraubfiltern, ist eben halt, dass dieses Gewinde extrem filigran ist bei den Objektiven. So, wenn das Gewinde am Schraubfilter vernudelt ist, das ist nicht schlimm, aber wenn das Filter am Objektiv nachher vernudelt ist, dann habe ich ein Problem. Und wenn du dann häufiger mal Schraubfilter hin und her wechseln musst, weil du dann, ich sage mal, ein ND8, dann brauchst du ein ND64 und dann brauchst du ein CPL. Weiß nicht, dann bin ich tatsächlich eher so bei einem magnetischen Filter, da wo ich dann einmal die Magnetplatte raufschraube und am Spot die ganze Zeit wechseln kann. Und ich bin ja eben halt an der Küste, da ist eben halt auch Sand. Also von daher, da ist das Schraubfilter meistens schon im Auto draufgeschraubt, weil da ist vorher alles sauber. Und dann kann ich mit den Filtern eben halt arbeiten. Und die Magnetfilter, wenn die mir in Sand fallen, ja gut, dann puste ich die ab, aber das ist nur magnetisch, das Ganze. Und das gleiche ist mit dem Steckfiltersystem. Also finde ich, vom Handling her finde ich das beides besser, aber gegen Schraubfilter kann man sonst nichts sagen. Ich habe Markus ja meinen Satz Schraubfilter ja auch geschenkt. Wollte ich gerade erzählen. Also ist wirklich filigran. Also ich glaube, wenn da so ein Sandkörnchen drin ist und das verkantet ein bisschen, glaube ich, kannst du das Gewinde schon schnell kaputt machen. Aber du hast mir den Variablen geschenkt, der ist richtig cool. Wenn ich halt ungefähr weiß, vom Licht her, den brauche ich, dann schraube ich den im Auto drauf und dann bleibt der in der Regel auch drauf. Also ich bin da nicht die ganze Zeit am Wechseln. Also Ja, das variabler Schraubfilter finde ich vollkommen in Ordnung. ja, Wenn ich das jetzt aber laufend wechseln müsste, hätte ich schon ein bisschen Angst, dass sie da irgendwie so, dass die irgendwann nicht mehr. also ich besitze auch Schraubfilter, wie zum Beispiel so Mistfilter oder so Effektfilter oder sowas, aber dann ist das tatsächlich so, dass ich sage, okay, ich gehe bewusst mit Mistfilter fotografieren und den schraube ich dann wirklich zu Hause schon sauber raus, ganz in Ruhe und der bleibt dann auch die ganze Zeit auf dem Objektiv drauf, weil ich dann eben halt diese Bildidee habe und dann ist mir auch egal, wenn da irgendwas anderes bei ist. Ich wechsle auch unterwegs ungerne tatsächlich auch Objektive. Dann, also manchmal bin ich so bekloppt, dass ich eine zweite Kamera habe, wo ich mir sage, ich brauche ein zweites Objektiv. Und dann hab ich auch beide Kameras dabei. Mit der einen mache ich diese Mistfilter-Geschichte und für das andere eben halt mit den anderen Sachen. Also, aber das ist so ein Spleen, das ist so, ja, da bin ich Mechaniker. So ein Gewinde ist eben halt anfällig. Ne? Ich aber, Und wenn es am Objektiv kaputt ist, ich weiß nicht, wie teuer das ist. Also ich habe zwar Tomran-Objektive, die haben alle 5 Jahre Garantie, aber ich weiß nicht, ob Doofheit abgedeckt ist. ich habe letztes Mal was Krankes gesehen und zwar hat der mit Festbrennweite fotografiert. Und der hat sich voll bewegen müssen. Wenn der das ranzoomen wollte, hat er gehen müssen auf das Motiv, dass es größer wird. Ja, das mache ich Ja, auch ab und zu mal. ich habe aber bloß Teleobjektiv. Jeder wusste. Also, wir können dir in die sächsische Schweiz, sagst du vorher Thorsten Bescheid, dann bringt er dir auch eine Festbrennweite mal mit. Ja, da muss ich ja laufen. Da musst du ja bewegen. Ja, Fotografie ist Laufen. Ja, Also- ist das krass. Also wenn ich fotografieren, ich meine, du kennst mein Tempo, ne? Mhm, So stimmt. für mich, das ist ja für mich auch tatsächlich ein gewisser Sport, eine gewisse Bewegung. Fotografieren ist ja nur ein Punkt davon, warum ich das so geil finde. Die zweite Sache ist, ich gehe zum Beispiel ungern Sport machen. Also weder Fitnessstudio, ich laufe nicht gerne über den Fußballplatz. Ich habe früher gerne Eishockey gespielt, weil man da zwischendurch gleiten konnte, musste man sich nicht ständig bewegen. Da habe ich auch im Tor gestanden. Als Ersatztorpfosten. Na, aber ich sag mal so, ich bin gerne eben halt in der Natur oder irgendwo unterwegs. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, Meet in Street Dresden, wie viel Kilometer ich an dem Tag gelaufen bin. Ich war, glaube ich, 40.000 Schritte oder sowas, als ich abends auf den Wecker geguckt habe. Das ist schon ordentlich. Auch wenn ich so an der Nordseeküste, also ich bewege mich eben halt viel auch und ich finde das auch gut und ich bin zwischendurch auch mal aus der Puste und sowas. Das ist anstrengend, aber ich sitze dann nachher im Auto und sage, so wie du auch so beim Nebel, ich habe dieses Erlebnis gehabt, ich habe einen geilen Tag gehabt, also ich finde es einfach geil. Du hast Bewegung, du warst draußen an der frischen Luft, egal bei welchem Wetter, du hast Fotos gemacht, du hast was erlebt. Finde ich total geil. So, Einfach ausgepowert. Andi schreibt, die Bilder ohne Filter sind richtig böse überbelichtet, trotz Automatik. Also, wenn ich einen Filter drauf, ohne Filter in Auto, was für eine Automatik? Jetzt muss ich mal nachfragen. Da habe ich schon gelernt, da ist manuell wieder. Blendenautomatik, Zeitautomatik. Und dann wäre auch interessant, Andi, was für eine Kamera du hast, um das ein bisschen einzuordnen. Aber die Software läuft recht stabil, ja. Das gefällt mir echt.
Ja, also ich müsste die Bedienseite mal sehen, weil das Einzige, was mich jetzt gerade bis jetzt gestört hat, dass man hier nicht eine Datei teilen kann, sondern nur 'n Bildschirm und das nicht mit dem Ton rübergeht. Das ist ein bisschen übelst, aber gut, also für uns frage ich jetzt mal so rum, welche Auflösung hat das Ding denn hier von vornherein, Markus? 720. Okay. Ja, muss ich mir nachher mal angucken, wie das wirkt, aber Und der Ton ist nur Einstellungssache, schätze mal. ja, muss man mal gucken. Also, klar, das Restream steht da oben auch drinne. Ja, wir werden mal gucken. Wir haben ja noch eine andere Software im Hinterkopf, also die wahrscheinlich ähnlich sind. Also, wenn so ein paar Funktionen gegeben ist. Ich habe mich über StreamYard gestern schon vorher geärgert. So, Canos ES 2000D, die kenne ich, ja. Das heißt, bist du denn in der P-Automatik unterwegs? Dann ist klar, dass das nichts wird. Weil ich sage mal so, also, ich kann mal erzählen, wie ich fotografiere. Also, Pass ich auf, warte. 5 Minuten Pause. Du erklärst und ich gehe schnell draußen schauen, ob der Feind draußen ist. ja, ja. Ich erkläre mal eben, wie ich das mache. Also, es ist so, ich fotografiere mit Blendenautomatik. Das heißt also, ich wähle einfach nur die Blende. Bei mir ist die ISO je nach Kamera irgendwo bei 6400 bis 8000 automatisch eingestellt. Das heißt also, die ISO-Zahl lasse ich die Kamera entscheiden. Und, im Zweifelsfall greife ich dann manchmal dann noch ein, wenn die Zeit nicht passt. Aber normalerweise reguliere ich ganz viel mit der Blendenautomatik und überlasse der Kamera das. Also, es kommt auch immer drauf an, was man fotografiert. In der Landschaft funktioniert das sehr, sehr gut, weil da hast du Zeit. In der Streetfotografie arbeite ich komplett andersrum. Da ist es tatsächlich so, dass ich dann in der Regel, mit einer Blende 8 fotografiere und versuche, das Ganze über die Zeitautomatik dann zu regeln. Das heißt also relativ hohe Verschlusszeit, mindestens 1/500 oder 1/1000, dass ich da in der Zeit bin, dass ich eben halt 'n scharfes Bild hinbekomme. Aber überbelichtet wäre jetzt tatsächlich für mich der Punkt, könnte es sein, dass deine ISO-Automatik zu hoch eingestellt wäre, Andi? Das wäre die nächste Frage. Und die zweite Frage ist, normalerweise hast du eine sogenannte Belichtungswaage in jeder Kamera drin. Das heißt, die würde ich mir so einblenden lassen, dass ich die sehe. Und dann würde ich mit den Knöpfen immer so hinspielen, dass ich so, ich sage mal, 0,7 unter dieser Automatik wäre. Das funktioniert eigentlich bei jeder Kamera, ne? Das heißt also, du hast ja so ein Plus und Minus und wenn du irgendwas verdrehst, also Blende wie auch Zeit, auch in der Automatik, dann siehst du, wo diese Belichtungswaage hingeht. Und normalerweise sagt man so in der digitalen Fotografie, dass du so bei 0,7 runter sein solltest oder bis -1. In der analogen Fotografie muss man immer umdenken, weil in der analogen Fotografie überbelichtet man, aber in der digitalen Fotografie versuchst du eigentlich so dunkel wie möglich zu werden, weil Schwarztöne kannst du besser retten als Weißtöne. Das war aber schnell, Markus. Das war jetzt schnell. Das war jetzt schnell. Also Leute, wirklich richtig geil. Passt auf. Ihr startet einen Stream, ladet Thorsten als Gast ein. Dann könnt ihr AFK gehen. Da könnt ihr das Schweinebraten machen, die Wohnung putzen. Der Thorsten ist so ein geiler Gast. Der rockt den ganzen Stream. Der macht es aus der Hüfte raus. Das fasziniert mich jedes Mal. Super. Vielen Dank. Oh, nicht dafür, aber es ist ja auch mal interessant, das zu erklären. Ich hoffe, Andi, Mhm. das hilft das. Aber, wie gesagt, also gerne sonst auch per Instagram oder per E-Mail mich anschreiben. Also Stellenspiegel immer hoch, Sucher schwarz. Ich kenne mich bei Canon gar nicht aus. Ja, die Canon EOS 2000D ist noch eine Spiegelreflexkamera, wirklich mit dem Spiegel. Okay. Also nicht so digital, wie wir unterwegs sind, aber trotzdem, letztendlich hast du auch eine Belichtungswaage drin. Ich bin gerade überlegen, ich habe die mal gehabt. Das ist, die hat eine Belichtungswaage drin. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, also die Regel heißt eigentlich für mich immer so auf 0,7 bis 1 runter in der Belichtungswaage und dann passt das Bild eigentlich. Und ISO auch nicht zu hoch machen. Also ich würde sagen, das ist ja eine APS-C-Kamera. Ich würde sagen, so ISO maximal bei 4000. Also das wäre so das Maximal, was die eigentlich ab kann. Ne? Und in Vier- der, 4000. Klingt aber ganz schön wenig. ja, das ist eben halt durch den Sensor, den die hat. Also die neueren Ah, okay. können mehr.
Ne, also ich vergleiche es immer mit der Sony A6000. Da kannst du so sicher sein, bis 3200 bist du nicht im Rauschen drinne. Aber obwohl das Rauschen heutzutage, wenn du Luminar Neo hast oder Lightroom, das ist ja auch nur noch ein Klick, dann ist das Rauschen auch wieder draußen. Also letztendlich spielt das keine große Geige. Man soll es nur trotzdem nicht überreißen, weil umso mehr du digital nachbearbeiten musst, umso mehr Zeit verschwendest du am Rechner. Das ist immer meine Devise dabei. Und die zweite Sache ist, durch die Bildbearbeitung nimmst du natürlich auch eine gewisse Qualität trotzdem aus dem Bild heraus, ne? Das kannst du auch gut an den Megapixeln sehen. Also auch dieses Entrauschen und sowas, das klaut dir immer Megapixel, Hm. ne? Und letztendlich wird da nur was interpoliert, äh, was gar nicht richtig vorhanden ist. Also von daher, die Qualität kann nicht unbedingt besser werden. Deswegen versucht man ja immer das beste Bild aus der Kamera erstmal zu holen. Mhm. Ne, also von daher, Ja, Display klar. ist der Sucher. Ja, das ist schon klar. Also Techniksachen bin ich voll raus. Ja, aber ja, das Problem bei denen ist immer, jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, das ist schon so lange her. Du hast aber auch keine da ist tatsächlich noch so ein bisschen Crop-Faktor 1,6 ja bei Canon, das ist richtig. Ähm, Ich habe eine Idee, Andi, um das vielleicht aufzulösen, weil ich jetzt tatsächlich ad hoc so gar keine richtige Lösung habe. Aber ich gehe von aus, dass der Sven Klügel morgen am Sonntagabend wieder live ist. Ich stelle ihm mal dafür die Frage in seinem Livestream, weil der hat noch ein bisschen mehr Fotografiewissen, gerade mit diesen Kameras, als ich. Ne? Also da ist er tatsächlich eine Koryphäe drin. Aber du siehst ja nicht, das Problem ist bei diesen Spiegelreflexkameras, diesen alten Markus, zur Information, wenn Mhm. wir heute fotografieren, du mit deiner Nikon oder sowas, wir stellen ja alles in den Display so ein, deswegen ist Fotografie auch so einfach geworden und wir sehen in etwa, wie das Bild wirkt. Genau. Aber der So, Spiegel verzerrt das und im Sucher bei der Spiegelreflex. nee. Im Spiegel verzehren, das ist gar nicht das Thema. Das Problem ist, du stellst ja nichts ein. Du hast ja tatsächlich, du stellst dir deine Belichtung ein und Mhm. denkst dir, okay, das könnte so sein. Und du siehst aber erst, wie das Bild geworden ist, wenn du auf den Auslöser gedrückt hast. Du siehst vorher nicht, was passiert ist, weil das nicht Okay, digital vorher mit irgendwas überlagert wird. verstehe. Das ist der große Knackpunkt einer Geschichte. Ja, Andi, schick mir die gerne mal per Mail mit den EXIF-Daten. Das ist super. Also dann kann ich mal gucken, wo ich es anders gemacht hätte. Dann sehe ich die Situation und dann sehe ich eben halt auch die EXIF-Daten. Aber wenn der Sven Klügel morgen live ist, dann muss ich direkt hinschauen. Der ist so selten live. Ja, Die Chance muss ich nutzen. Der ist dreimal die Woche live. Wahnsinn. Der hat auch ganz schön Gas gegeben mit den Livestreams, gell? Also meine E-Mail-Adresse eben hello, also auf Englisch, ne, nicht hallo, sondern hello@unterwegserleben.com. Merkst schon, ich bin international mit dem deutschen Namen. Ja, stimmt. Ja, das Hello hat Ansonsten, tatsächlich. Andi, schreibst mir und ich gebe dir die E-Mail weiter. Können wir auch so machen. Vielleicht Sollte schickt er alles kein Problem sein. Jetzt habe ich was vor. Das ist jetzt auch ganz spannend, was du vorhin gesagt hast. Also Berufsporträts und so weiter wir machen. Bei uns startet momentan gerade eine regionale Band durch. Die haben wirklich bei 0 angefangen. TikTok, glaube ich, mit 5 Abonnenten. Und da habe ich ziemlich schnell eingeklinkt. Und mittlerweile stehe ich mit denen im Management schon in Verbindung. Und total spannend. Wir wollten in Traunstein, wollten wir die Band porträtieren mit Interview und so weiter und Auftritt. Jetzt ist das leider alles ins Wasser gefallen. Und dann habe ich die Anfrage gestellt, ob wir vielleicht mal so irgendwie vorbeikommen können oder so. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Einladung gekriegt zur Bandprobe. Und jetzt geht es auch schon darum, ob sie auch das Videomaterial benutzen dürfen, wie es ausschaut mit Social Media, Creator, ob ich so Sachen mache, so Videos und so weiter. Also das wird eine richtig, richtig spannende Sache. Da freue ich mich jetzt schon richtig, so in dem professionellen Bereich so ein bisschen reinzuschnuppern. Wie das da wirklich ist mit Copyrights und Videomaterial verwenden und speziell für verschiedene Plattformen so Videos kreieren. Das haben wir jetzt schon richtig gespannt. Die sind total wie die Hund. Genauso kreativ wie ich. Also da freue ich mich jetzt schon richtig. Wird aber erst im September soweit, weil die machen jetzt Ja. gerade Urlaub. Ja, aber das sind so die Sachen, die so Highlights sind. Ich Ja. habe ja ab September auch ein ganz neues Projekt am Start, was aber mit YouTube überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe das ja mal erzählt, ich mache ja einmal im Jahr mache ich ja dieses
Zeltlager für die Jugendfeuerwehr, wo ich denn Mhm. ja in der Lagerzeitung arbeite. Da habe ich mal als Fotograf angefangen und bin ganz schnell in das Social-Media-Team gerauscht, als sie mitgekriegt haben, dass ich Videoschnitt machen kann und dass ich mir die Woche Zeit auch nehme. Eigentlich ist das total schade, weil ich immer gerne fotografiere. Jetzt sitze ich die meiste Zeit und schneide nur Videos oder nehme Videos auf, ist aber auch okay. Mhm. Und beim letzten Zeltlager war es dann so, dass wir tatsächlich einen Social-Media-Kanal, also die haben Instagram, aber das war vorher, das ist ja immer so eine politische Geschichte. Da war der vorherige Landrat hier bei uns im Landkreis, war damit nicht so mit einverstanden und stand so mit Social Media ein bisschen auf Kriegsfuß und hat gesagt, Okay. nee, nur das Notwendigste. So Mhm. nach dem Motto, Meta ist böse und nee, und YouTube ist böse und das dürfen wir alles nicht machen. So, und jetzt hat sich der Landrat geändert und der neue Landrat findet Social Media total geil und es ist auch wichtig und ich finde das auch wichtig, gerade für die Feuerwehr, für die Jugend, um sie zu motivieren für dieses Ehrenamt, weil das ist Ehrenamt und das lebt von den Jugendlichen. So, nur als Jugendlicher kommst du rein, dann ist die Chance, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr dein Leben lang bleibst, auch sehr, sehr hoch. Wenn du Mhm. später reinkommst, dann ist das mehr so unsere Generationsgeschichte, ne? So, ist ja mal 40 plus. Und die haben natürlich genauso Nachwuchsprobleme im Ehrenamt, auch dort, ne, wie andere auch. Und man will da eben halt ein bisschen mehr machen und eben halt die guten Seiten der Feuerwehr zeigen. So, und dann haben wir eben halt diesen Instagram, das ist im Zeltlager ja schon gekommen, dass das immer mehr geworden ist. Jetzt ist es so, dass ich dann für die Feuerwehr hier im Landkreis, wenn die haben so eine neue Artenschutzstrecke gebaut, da habe ich das Einführungsvideo, also die zeigen vorher ein Video, wie man durch diese Station läuft und was man beachten muss. Das Video Mhm. habe ich mit denen zusammen gedreht und habe das geschnitten, mit Erklärung, damit die das nicht jedes Mal wie eine Langspielplatte erklären müssen, sondern können vorne das Video zeigen. So, und dann sind eben halt auch so, dass wir dann jetzt so Instagram Reels dann noch erstellt haben, so mit diesen Grüßen und so ein bisschen spaßige Sachen der Feuerwehr fangen wir jetzt so ein bisschen an und da Ja. suchen wir natürlich auch Ideen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dann haben wir noch einen WhatsApp-Kanal gegründet. Das war total genial. Im Zeltlager haben wir den WhatsApp-Kanal geöffnet Ist gut. und wir hatten innerhalb von ein bisschen mehr als 24 Stunden über 1000 Abonnenten da drin. Das ist natürlich klar, das sind überwiegend Leute von der Feuerwehr. Wir haben natürlich die erstmal angezapft. Aber da habe ich schon gedacht, geil, 1000 Abonnenten, das ist so in der Zeit, das war wirklich so geil, dass das so geil funktionieren kann, wenn man die Ja. richtigen Leute anspricht. Und man will da jetzt mehr machen und ich werde dann eben halt dort, ich bin nicht in der Freiwilligen Feuerwehr, weil ich einfach beruflich eigentlich keine Zeit habe, aber ich werde sie eben halt in dem Bereich auch zukünftig dann unterstützen. Also die gründen wirklich durch den ganzen Landkreis ein größeres Social-Media-Team. Und da Mhm. soll ich eben halt mit Rat und Tat und mit meinem Wissen da ein bisschen zur Seite stehen und auch so Tipps geben und diese Reels drehen, weil was die natürlich total gut können, die können ihre Feuerwehrsprache, aber die können eben halt nicht die Sicht und deswegen haben sie mich auch gefragt, die haben nicht die Sicht wie ich als Bürger auf die Feuerwehr, sondern die Von machen draußen. etwas, die machen sowas sehr trocken und erklären irgendwas und ich sage, ist alles schön und gut, es ist zwar total interessant für jemanden, der sich interessiert, aber es muss auch so ein bisschen Pep haben an der Geschichte. Ne? Mhm. Ich war da letztes Mal beim Online-Seminar, das ist von Freistaat Bayern gefördert. Da ist es eben um das Social Networking gegangen. Und das war Social Management, gibt es ja mal mittlerweile ja auch schon bei den großen Firmen, die nichts anderes machen. Und da waren die Leute von großen Vereinen und mittelständischen Firmen, also war wirklich hochinteressant vertreten. Und da ist eben auch darum gegangen, die, das Social Networking, die Verkettungen untereinander, unter den Vereinen, unter den Firmen und so weiter, wie man das aufbauen kann. Hm. Also war ganz ein hochinteressantes Thema. Und da ist zum Beispiel auch rausgekommen, und das hätte ich nicht gedacht, und das komplette Seminar, die ganzen Teilnehmer sind auch nicht draufgekommen. Die Frage war, welche Plattform ist momentan so für die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, so bis 25, das Aktuellste? Was würdest du da TikTok, sagen? TikTok, Nein, nach wie Snapchat, vor, nein, Snapchat? nach wie vor Facebook. Unglaublich. Ich habe immer gedacht, Facebook ist out, ist für Opas. Nein, Facebook ist nach wie vor Nummer 1. Was Das ganz ist, stark im Kommen ist Linked. Linked, glaube ich, heißt es. ja, das ist also da bin ich tatsächlich anderer Meinung, Mhm. weil ich ja, also in meinem Berufsfeld, also kann ich ja auch erzählen, ich arbeite im Kfz-Gewerbe für einen Landesverband. Das ist so mein Hauptjob und bin also Interessenvertreter fürs Kfz-Gewerbe. Und eins meiner Themen ist ja, dass ich mich um Berufsausbildung kümmere und um die Nachwuchsförderung auch kümmere. Und auch um die Gesellenprüfung, sowas dann so die Sachen, die ich so hauptberuflich mache.
Und da ist natürlich gerade Berufsbildung 'n massives Thema und das ist etwas, was uns natürlich tagtäglich auch begleitet. Deswegen habe ich auch, glaube ich, noch eine gewisse Affinität dazu. Und da sind wir natürlich auch immer am Suchen, wo erreichen wir die Jugendlichen? Und da ist es ganz Mhm. witzigerweise, da ist es tatsächlich so, wir können das an den Zahlen ja sehen, wenn wir was ausspielen und wir haben da eine professionelle Firma auch für hinter, die das ja alles macht. Da ist TikTok ganz weit oben und wir kriegen den größten Response, den wir Mhm. da bekommen, der geht über TikTok. Und da spielt Facebook überhaupt keine Rolle. Also die Zahlen, das bisschen, was da Facebook ist, ist lächerlich. Ja. Ähm, Da ist Instagram ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, ist witzigerweise auch YouTube, Mhm. gerade wenn es etwas längere Sachen sind, wo es um Erklärung geht. Aber spielt auch nicht so die ganz große Rolle. Aber eigentlich ist TikTok das Ganze. Und wir holen uns natürlich auch, ich sag mal so, Leute, die in der Kfz-Branche ja auch YouTube und sowas betreiben. Ähm, genau, Kollege von den Autodoktoren, ja. Da gibt es auch ein Video bei mir auf dem Kanal, muss man mal gucken. Habe ich die nämlich getroffen, die beiden. Die sind auch total lustig. Mit denen kann man eine Menge Also Spaß die Zahlen, um welche Zahlen das da gegangen ist, das waren jetzt keine deutschlandweiten Zahlen, das waren internationale Zahlen, also weltweit. Ja, aber in Weil wir Deutschland, auch gesagt haben, also wir waren wirklich TikTok, Instagram, das sind die Zugpferde. Ja. ja, das kann sein, dass das in anderen Ländern anders ist, aber in Deutschland würde ich das tatsächlich eher auch bei TikTok vermuten oder bei Instagram. Ja, Autodoktoren, wo du es sagst, ein schönes Thema. Also die beiden, da kann ich einen Insider erklären. Oh, Ja, wenn man die Videos von denen ja guckt, dann haben die zum Schluss ja so, wir gehen ja noch ein Bierchen trinken, ne? So, ne? kenne Das ich. ist ja mal, Ich kenne die gar nicht, ehrlich gesagt. die Autodoktoren, die sind gut, also es sind beides Kfz-Meister, also die sind wirklich echt. Die haben beide auch eine Werkstatt. Mhm. Beide sind aus dem Ruhrpott. Und die haben irgendwann aus Spaß mal angefangen zu sagen, komm, wir machen mal YouTube mal so ein paar Videos, wie man so Fehler beim Auto findet oder was wir gefunden haben, so kuriose Fälle. Okay. Und das ist so ein Ding, was auch so ein bisschen viral gegangen ist. Da haben ganz viele Leute sofort erkannt, was das für ein Potenzial ist. Dann hat sich dann die Firma Fabocars, die steht da nämlich hinter, sich dann mit denen connected und hat gesagt, pass mal auf, wir bringen euch nach vorne. Und die haben die bis nach Fox gebracht und sowas. Also die Mhm. sind eben halt im Fernsehen, die sind im YouTube. Ne? Also von daher sind auch total lustig, wenn man sich so ein bisschen für kuriose Sachen oder für bekloppte Sachen, die machen es Ja, auch das ist so wie, witzig. wie Morlock. Morlock ist ja so. Ja, Bloß, dass aber die weniger YouTube machen. ja, aber die machen es auf YouTube. Musst du mal angucken. Es ist sehr Mhm. lustig gemacht. Die sind von ihrer Art sehr lustig. Und zum Schluss, wenn die dann fertig sind, so nach dem Motto, dann lass uns jetzt mal ein Bierchen trinken. Du glaubst gar nicht. Die haben einen kompletten Raum voller verschiedenen Bierkisten bei sich in der Werkstatt stehen. Die verschenken die teilweise, weil die ganzen Brauereien würden ganz gerne das sehen, dass die zum Schluss mit der Flasche Becks oder Weinstefan oder wie sie nicht alle heißen, Mhm. anstoßen würden. Das machen sie nicht, weil sie Ja. natürlich sagen, sie sagen zwar, sie gehen Bierchen trinken, weil das, ne, so, Mhm. Handwerkergeschichte, aber sie möchten keine Alkoholwerbung machen. Aber die kriegen ständig von den Brauereien Bier geschenkt. Ach du Schande. Ich habe so gelacht, als sie das erzählt haben. Und das ist so geil. Das ist ja cool. Also wenn du mit denen zusammensitzt und dich da so ein bisschen mit denen unterhältst, die können dir stundenlang erzählen. Also das Das ist glaube ich. wirklich, also die beiden sind wirklich ganz dufte, die sind auch gut unterwegs. Ne, und die Hm. sind eben halt bei uns im Kfz-Gewerbe. Ist auch etwas, die beiden tun unwahrscheinlich viel für unser Kfz-Gewerbe. Durch ihre Art oder erreichen sie eben halt die jungen Leute und die haben das aus eigenem Antrieb und es tut eben halt unserem Kfz-Gewerbe gut. Aber es gibt ja dann noch andere, die da ja auch ein paar Sachen machen. Also das Problem ist, du musst so ein Gesicht auch zwischendurch mal wechseln. Und wir versuchen eben halt auch mit jungen Azubis was zu machen. Also die wirklich selber noch in der Werkstatt sind und sowas. Und das ist das Schöne, die Jugendlichen wollen das auch gerne alle machen. Die machen das auch Spaß. Oh ja. Ne? Und das ist auch so, wir haben zum Beispiel ja auch, das weiß ja auch kaum einer, im Handwerk gibt es Meisterschaften. Es gibt die besten Gesellen meines Landes, also ich bin ja in Niedersachsen dafür zuständig, für Niedersachsen und Bremen und die besten Gesellen, also in Bremen gibt es keinen Wettbewerb, da gibt es immer nur einen besten Gesellen, der ist immer automatisch Okay. gesetzt. Und dann gibt es in Niedersachsen 6 Handwerkskammern und aus den Handwerkskammerbezirken die besten also die Lehrlinge mit den Mhm. besten Gesellenprüfungen haben das Recht, an dem sogenannten Landeswettbewerb dran teilzunehmen. Den leite ich dann. So, und der Beste von dort darf dann an den deutschen Meisterschaften dran teilnehmen. Okay. Also nennt sich inzwischen German Skills, um das ein bisschen internationaler zu machen.
Danach gibt es dann eine Europa, also der Beste, also die ersten beiden aus den deutschen Meisterschaften dürfen an den Europameisterschaften dran teilnehmen und Mhm. die dürfen auch an den Weltmeisterschaften dran teilnehmen. Es gibt wirklich World Skills fürs Handwerk. Und Mhm. wir haben, jetzt muss ich überlegen, vor 2 oder 3 Jahren sogar den Weltmeister gestellt aus Deutschland. Also wirklich, der gegen alle ausgestochen hat. Und ich habe mir Ja. den Wettbewerb da auch mal angeguckt. Das hat damals in Dresden auch stattgefunden. Ähm, und da sind wirklich aus der ganzen Welt, aus Afrika, also wirklich Afrika, ganz Spannend, viel ja. Dings, aus Asien, Indien, Thailand, also wirklich aus der ganzen Welt. Da waren, glaube ich, über 90 Nationen waren dort bei diesen Weltmeisterschaften. Und wenn dann ein Deutscher bei 90 Leuten, und die müssen wirklich auf Zeitdruck Fehler im Mhm. Auto finden und Sachen reparieren, das war schon echt krass. Ne? Und Ist natürlich dann für den Jugendlichen, der gerade ausgelernt hat oder jungen Heranwachsenden, ist das Mhm. natürlich ein Erlebnis, das bleibt im Leben lang, ja. Da mitzumachen, das international zu sehen, was die anderen können, machen. Ja, der ist auch gesponsert worden. Der hat nachher Stipendien bekommen für den Meisterbrief. Der ist inzwischen Meister. Der hat inzwischen seinen eigenen Betrieb schon gegründet. Mhm. Also der ist auch so ein Durchstarter dann eben halt. Aber der ist eben halt auch bei uns in Social Media unterwegs. Der Stefan, der macht da schon eine ganze Menge und der ist auch gut. Ne? Also, und der wird seinen Weg eben halt machen. Und das ist eben halt das Schöne, dass du dann siehst, dass jemand für sein Handwerk so brennt. Und das gibt es natürlich in anderen Gewerken auch, aber ich bin eben halt im Kfz-Gewerbe unterwegs. Ja, also ist schon. So, wenn du dann eben halt so diese Weltmeisterschaften erlebst, was da auch für eine Community ist und das ist, Mhm. wie interessiert die sind und das ist schon krass, wenn du das so Ja. lebst. Das habe ich zu meiner Lehrzeit gar nicht mitgekriegt. Daran merkt man, ich war nicht der Beste. Wahrscheinlich. Ja. Ja, unsere Lehrzeit war ja früher ganz anders, da waren wir gar nicht reden, gell. Also was mir aufgefallen ist, ich habe erst sehr viel mit Azubis zu tun gehabt. Und wenn ich das so vergleiche, meine Lehrzeit und die Lehrzeit heute, vor allem in großen Firmen, ich rede jetzt wirklich von großen Firmen, da wird ganz genau geschaut auf die Arbeitszeiten, die Zeiten, was denen geben muss, dass sie ihr Berichtsheft schreiben. Wie viel dürfen die heben? Die dürfen nicht jedes Gewicht heben. Die dürfen das nicht machen, die dürfen das nicht machen. Und die Azubis heutzutage, die kennen ihre Rechte. Wenn du dir was anschaffst, wo es genau wissen, das ist ein halbes Kilo zu schwer, das heben die nicht hoch. Und wenn jetzt sagst du, das hebst du jetzt aber hoch, dann sind die beim Betriebsrat. Ist mittlerweile ganz schwierig geworden mit Azubis. Hätte es bei uns früher nicht gegeben. Früher hätte es eine Klatsche gegeben, links, rechts. Ja, Und dann hast du das. aber ich sage dir mal so, sie haben recht. Ne? Also ich habe ja mal Elektriker gelernt, das war meine erste Mhm. Lehre. So, wir haben große Industrieanlagen verkabelt, das heißt aber auch draußen, also wir haben keinen Bagger gehabt, wir haben das mit der Schaufel gemacht, wenn wir Erdkabel verlegt haben. Glaub mal, ich hab in meinem Leben genug Kabelkanäle und so Mhm. ein Erdkabel muss 80 Zentimeter tief eingebuddelt werden. Mhm. Buddel mal einen Kanal 80 Zentimeter tief, dann weißt du, was du getan hast. Ähm, und bei uns war es schon ein Riesenthema, überhaupt Sicherheitsschuhe zu bekommen oder sowas. Ne? Die habe ich mir Okay. damals noch selber gekauft. Und ich merke eben halt heute, jetzt, ich sag mal, das ist ja, darf man gar nicht rechnen, über 30 Jahre her. Also ich bin ja über 50 inzwischen. Ich merke heute die Probleme, die ich dadurch habe, was damals falsch gemacht worden ist. Ne? Das merke ich. Ich habe Rückenprobleme, ich habe Ischias-Probleme, die eben halt damit sicherlich eine Ursache sind, dass ich sie habe. Ne? Wenn man da früher mehr auf Gesundheit geachtet hätte, vor über 30 Jahren, dann wäre es eine andere Nummer gewesen. Und ich finde das ganz wichtig, dass die Leute achten. Und ich sage mal, wenn ich das aufs Kfz-Gewerbe nehme, ne? Also bei uns Mhm. ist ja die schlimmste Zeit, ist ja die Reifenwechselzeit. Ne? Von Winter auf Sommerreifen, Sommer-Winterreifen. Da sind die platt. Und dann hebt mal den ganzen Tag so einen Reifen immer so auf die Höhe und schraubt ihn Mhm. ran. Das machst du auf dieser Höhe. So, da gibt es inzwischen Reifenheber für. Ne? Und ich finde Ja. das auch richtig, dass es die gibt. Das dauert zwar länger, aber letztendlich, du willst ja einen Beruf, den du machst als junger Mensch, musst du überlegen, den musst du 45 Jahre machen. Und wenn nach der Regierung nach Möglichkeit 60 Jahre, aber grundsätzlich Ja. 45 Jahre, dann finde ich es wichtig, dass man auch in jungen Jahren auf die Gesundheit achtet und dass die das auch wissen. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Also ich verteufel das gar nicht. Hm, was ich ein bisschen, Ich find aber auch wichtig, dass man gerade in der Ausbildung auch mal lernt, den Arsch zusammenzukneifen. Dass ich auch mal eine halbe Stunde länger arbeite, ohne zu ja, meckern und nicht genau um die Uhrzeit schon an der Stechuhr stehe und aussteche. Das meine ich, weißt, dass man einmal
Ja, da gebe ich dir recht, dass man da mal nicht auf 5 Minuten schaut, aber das Problem haben wir gar nicht so in der Okay. Form, weil das ist das Gute an Autohäusern, die haben Geschäftszeiten und in der Zeit sind die mal da und da ist eine Werkstattöffnungszeit und, länger wird auch nicht gearbeitet, außer im Notfall mal. Ähm, ja, und ich sage mal so, ich habe ja nun auch ein paar Auszubildende in meiner Zeit als Meister auch unter mir gehabt, als ich noch in der Werkstatt gearbeitet habe. Wenn die nicht gespurt haben, ne? Also klar, du musst denen während der Betriebszeit musst du denen Zeit geben fürs Berichtsheft schreiben. Wenn die Mhm. das aber dann nicht abgegeben haben, dann haben die Samstag, während ich Dienst gehabt habe, haben die da gesessen und haben mir Berichtshefte geschrieben. Habe ich So gesagt: ist „Ihr hattet richtig. so, ihr hattet ja die Zeit während der Arbeitszeit, das heißt, ihr habt“, dann habe ich mal gesagt: „Ihr habt dann ja Arbeitszeitbetrug betrieben, wenn ihr es nicht Mhm. geschrieben habt. Also Samstag da sitzen ohne Überstunden.“ Das Arbeitszeit die nachholen. die Z genau, die Arbeitszeit, die geschuldete Arbeitszeit, ne? Und es gibt einen grundsätzlichen Satz dazu. Mein Chef, also mein jetziger Chef ist Jurist und er sagt: „Ja, laut Arbeitsvertrag ist es immer so, dass du die durchschnittliche Arbeitsleistung schuldest für das Geld.“ Mhm. Das sind da habe ich den angeguckt und habe gesagt: „Okay.“ Das hat er mir diese Woche gesagt. Ich springe auf sowas ja sofort an. Aha. Dann habe ich zu ihm gesagt: „Okay, also ich muss nur noch durchschnittlich arbeiten. Das finde ich gut“, meinst du, dann mache ich jetzt Feierabend. Das ist sehr gut, weil gestern war ich fleißiger, jetzt mache ich Feierabend. Du Genau, willst den da Durchschnitt guckt er erhalten. guckt er mir: „Ja, so war das nicht gemeint.“ Ich so: „Ne, ist Ja, egal.“ ja. Super. Ne? Ja, so hätte ich's aber auch gemacht, ganz ehrlich. Dann habe ich zu ihm gesagt: „Wir können uns aber über Geld natürlich immer jederzeit gerne unterhalten“ und, habe ihm dann 'n Vorschlag gemacht. Ich bin mal gespannt, ob er sich drauf einlässt. Ja, aber was haben wir gelernt? Geld ist in der Bedarfspyramide keine Motivation, nur eine kurzzeitige. Das hat auch für mich tatsächlich, nichts mit, Motivation zu tun, sondern es hat was für mich einfach mit Wertschätzung zu tun. Das hat, ich sage mal, für das, was ich mache, möchte ich eben halt 'n dementsprechendes Gehalt haben. Das will, glaube ich, jeder haben. Und im Moment tue ich 'n bisschen mehr, dadurch, dass 'n Kollege ausgefallen ist. Und da habe ich Mhm. gesagt, möchte ich eine gewisse Wertschätzung haben. Die ist jetzt auch nicht besonders hoch, aber die hätte ich jetzt gerne monatlich. Die habe ich ihm auch gesagt und, das ist jetzt auch nicht so unabwegig und er sagt, das wird wohl so auch klappen. Und ich habe jetzt auch noch 2 Tage extra Urlaub gekriegt, dadurch, dass ich ja im Urlaub noch 'n bisschen mitgearbeitet habe. Also, ich habe Oh, also auch okay. was zurückgekriegt. Das finde ich ganz wichtig. Dann ist Wertschätzung ist auch ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man Lehrlingen geben muss, weil jetzt das ist immer so mein Spruch, ne? Ich finde es immer phänomenal, wenn man über Lehrlinge lästert. So nach dem Motto: „Ja, früher waren die besser und heute taugen die nichts mehr“ und so etwas. Und das Problem ist eigentlich, dass wir anders umgehen mit den Auszubildenden, als wir das früher getan haben. Müssen, Ähm, müssen. ja, ne, beziehungsweise, ich sage mal so, die sind anders aufgewachsen. Die sind auf mein Gewerbe früher, die haben an der Mofa geschraubt, das machen die auch nicht mehr. Das ist die Generation Smartphone, die sind das anders gewohnt, die haben ihr virtuelles Leben. So, jetzt ist es aber so, die haben sich über 'n Beruf informiert, sagen: „Ja, das finde ich ganz cool, das finde ich geil. Ich möchte irgendwas mit 'n bisschen am PC, am Auto machen“, ne? So ist es wirkt es ja Mhm. manchmal. Und jetzt kommt so 'n Punkt, auch Wertschätzung gegenüber den Auszubildenden. Jetzt kommt er am 1.8., das ist jetzt grade bei uns wieder angefangen, ne, hochmotiviert und ich fange jetzt 'ne Ausbildung an. Jetzt musst du dir vorstellen, der muss sich jetzt erst mal der hat vorher 8 Stunden am Tag aufm Arsch gesessen in der Schule und jetzt muss der 8 Stunden stehen. Das ist ja die erste Hürde, die der nimmt. Der muss Ja. damit der um 16 Uhr nicht tot umfällt, weil er total müde ist und die Beine wehtun. Also, das sind ja die ersten Tage. Das tut ja Mhm. extrem weh. So, ist aber trotzdem hochmotiviert. So, und was passiert in den meisten Betrieben? Der fegt die ersten Wochen nur die Halle. Und wenn er Glück hat, darf er mal in die Motorhaube gucken. Der darf aber das Auto nicht aufbocken, weil er es noch nicht kann. Der darf dies noch Mhm. nicht machen, der darf das noch nicht machen. Und das, finde ich einen ganz großen Breaker. So, die kommen hochmotiviert. Dann Mhm. kommt bei uns im Gewerbe eben halt dieser Punkt, so, ja, die ersten 8 Wochen sind die immer noch hochmotiviert und ab Oktober geht das mit der Reifenwechselzeit los. So, das heißt, in dem Moment beschiebst du eben halt viel Gummi durch die Gegend, du wechselst Reifen, du montierst die, dann dürfen sie die aber noch nicht montieren auf die Felge, weil sie könnten ja was kaputt machen. So, und dann schrauben die nur Reifen oder holen die aus dem Lager für den Gesellen und bringen sie wieder zurück und Mhm. machen nur Lauf. Wenn du das 3 Monate gemacht hast, wärst du dann noch motiviert? Dann bist du der Hilfsarbeiter, weil du gerade der Neue bist. Und das finde ich Mhm. so, und ich habe das Problem hatte ich mit meinen Auszubildenden früher auch und ich habe das dann irgendwann anders gelöst. Also, ich habe meine Azubis dann irgendwann gesagt: „Pass mal auf, ihr müsst es sowieso lernen. Dann lernt ihr es gleich am Anfang, Reifenwechsel und wie man Reifen wirklich auf die Felge zieht.“ Und habe denen das Mhm. beigebracht mit alten Reifensätzen, habe gesagt: „So,
so lange machen, bis ihr das im Schlaf könnt. Und dann haben die eben halt auch die neuen Reifen. Da brauche ich keinen Gesellen für hinstellen. Mhm. Der hat dann aber eine Aufgabe. So, dann habe ich dann auch zu den Gesellen gesagt, so, lass den auch die Reifen anschrauben. Nicht nur hin und her bringen, sondern lass den mal 1, 2 Sätze selber machen, damit der weiß, was Ja. du da gerade Ja. tust, damit das Verständnis auch kommt. Sag ich, dann bring du doch mal die Reifen weg. Das war immer so ein Wechsel. Das habe ich dann auch bewusst gemacht. Mhm. Ne, so ein Auto so, ein Auto so. Klar muss der Geselle mal gegenkontrollieren, das ist logisch, aber das ist nicht schlimm. Und dann irgendwann haben wir Glück gehabt, wir haben mal einen ganz günstigen Golf gekriegt. Also, und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, bitte nicht weiterverkaufen. Normalerweise verkaufst du solche Autos, die du für 200 Euro einkaufst vom Kunden, weil er ein neues Auto kauft, Mhm. verkaufst du einfach stumpf für 400 Euro weiter, dann hast du schnelles Geld gemacht. Die wirst du auch schnell los. Wie gesagt, den bitte nicht, den möchte ich für die Werkstatt haben. Dann war der Chef, bist du bescheuert? Sag, was willst du mit dem Auto? Sagt er, das wird kein Leihwagen. Ich sage, nee, das soll auch kein Leihwagen werden, das wird mein Azubi-Auto. So, und dann immer, wenn Luft war, dann habe ich Aufträge für dieses Auto geschrieben. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, da muss mal der Zahnriemen gewechselt werden. Habe also für diese ganze Kiste also auch noch massiv Ersatzteile besorgt, Okay. teilweise gebraucht. Und dann mussten die mal den Anlasser tauschen, dann mussten die mal die Lichtmaschine tauschen. So, und dann haben die den Auftrag gekriegt und gesagt, das machst du jetzt bitte. Mhm. Übrigens, den Golf gibt es heute noch. Der sieht richtig geil inzwischen getuned aus. Das Ding Cool. ist, also der ist richtig geil getuned. Mhm. Der Motor ist schon mehrfach überholt worden, weil natürlich auch mal dabei die Ventile mal aufsetzen und so welche Sachen, wenn der Zahnriemen Mhm. doch reißt, weil sie es falsch gemacht haben. Das ist ein richtiges Ausbildungsmobil, aber funktioniert heute immer noch in diesem Betrieb und alle Mhm. Auszubildenden sind hoch motiviert. Und die haben den wirklich in einem besseren Zustand. Auch mal, da war ein durchgerosteter Kotflügel, dann haben sie den ausgebaut, dann haben sie einen neuen Kotflügel, den Mhm. vorbereitet für den Lack. Aber die haben richtig dabei was gelernt. Und es war nie schlimm, weil es ist ein alter Golf 3. Die Teile kosten nichts. Ja. Aber alles, was du da lernst, kannst du nachher auf jedes Auto anwenden. Ne? Also die haben dann auch mal dran geschweißt, ne? Mhm. Auspuffanlage ausgebaut, Krümmerbolzen abgerissen. Also alles, was wir so im normalen Leben. Und es war egal, weil da ist immer genug Zeit, das nebenbei zu machen. Weil Mhm. bevor der rumsteht, blöd, und dem Gesellen zuguckt, dann kann der doch selber Genau. arbeiten. Und wenn er ein Problem hat, geht er zum Gesellen oder zum Meister und sagt, wie mache ich das jetzt? Und das war Das, Motivation. das Wichtigste ist halt die kleinen Erfolge. Wenn die kleine Erfolge haben, sind die dann gleich so motiviert, was Neues zu lernen. Also Ja, also ein Azubi heutzutage, der braucht definitiv mehr Aufmerksamkeit. ja, Aber das meiste ist es natürlich schlimm, weil du hast einmal den Chef über dir, du hast deinen Job zu machen, du hast Leute unter dir und du hast Azubis auch noch. Du hast das meiste oft gar nicht die Zeit, ja, so das, da ne, da, einzusteigen. ja, das Problem ist, du hast ja einen Leistungsgrad. Ne? Das heißt, Ja. wenn so eine Autohauskette oder beim ich sag mal, VW-Händler arbeitest, dann gibt Mhm. es einen Leistungsgrad und den musst du in einer gewissen prozentualen Zeit schaffen. Das Ja. muss der Betrieb auch komplett schaffen, weil am Ende des Jahres zahlt der Hersteller an den Händler nochmal einen Bonus aus und er richtet sich Okay. genau an solchen Sachen dran. Und wenn du das natürlich alles verkackst, Mhm. klar, letztendlich geht es immer um Geld, aber man darf nicht vergessen, die haben nur 3,5 Jahre das zu lernen und dann sind die genau in der gleichen Tretmühle drin. Ne? Dann müssen die Das das stimmt. können. Ja, ja. Sag Aber mal, hast du eigentlich noch, kann man das hier irgendwo sehen, wie viele Zuschauer du jetzt hast? 8 kontinuierlich. 8. Ja, Aber voll cool. wer ist denn noch alles dabei? Bis jetzt sehe ich nur Andi hier und Sascha. Na, die hören zu. Ja, Ist ja fast ein jetzt. Podcast. Apropos, sind wir, apropos Podcast, wenn ihr noch von meiner Stimme noch nicht genug habt und ihr noch mehr hören wollt, Montagmorgen 6 Uhr, Pixelschnack auf allen gängigen Plattformen. Jetzt mache ich mal Werbung. aber erst vorher Sven Klügel am Sonntag. Ja. Also jetzt ist schon Sonntag. Cool. Jetzt haben wir das wirklich geschafft. Vom Samstag in den Sonntag rein mit einem Night Talk. Finde ich Ja. eine absolut coole Idee. Wenn sie das etablieren wird, das wäre, glaube ich, so eine richtig geile Sache. Ja, besonders du hast ja eigentlich eine große Auswahl, wenn du jetzt mal so überlegst. Jetzt habe ich hier gestartet, aber ich werde jetzt das nächste Mal würde ich einfach auch nur Zuschauer sein, aber du kannst ja tatsächlich aus dem Vollen schöpfen. Es gibt ja mehr als genug, die da mal eben sowas machen könnten. Ja, ja. Ja, also ich sag mal so, mir fällt jetzt mal ein, du könntest sicherlich Murat ansprechen. Mit dem treffe ich mich vielleicht sogar nächste Woche. Ja, siehst du, ne? Oder ich sag mal, der Daniel Nietze zum Beispiel. Ja, siehst du, dann sitzt du im Zug, dann kannst du dir den schon mal anhören. Das passt doch. Ja, der Drohnengrafer kommt, Pixel und Spätzle, Jetzt mit, mit dem würde ich auch mal gerne was machen. Patrick, dann Ne? Chester Schmidt auf alle Fälle, der Christian kommt auch Warte auf mal. alle Fälle.
Falsche Maus hier, warte mal. Aber auch kleine, also wirklich Leute, wenn ihr Bock habt, so klein wie ihr seid, ist mir ganz egal. Ihr braucht nichts außer Handy, vielleicht meine WhatsApp-Nummer, dann schicke ich euch den Link. Wie, Hat sogar der Drohnen- Thorsten geschafft, dass er reinkommt, ohne Unterbrechungen. Drohnengrapher. Drohnengrapher. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich da ein Gesicht zu habe. Ach, jetzt weiß ich, wer das ist. Ja, alles klar. Ja. Jetzt Thorsten. Jetzt weiß ich, wer das ist. Mir Drohnen. mir fehlte ein Gesicht dazu. Aber wenn man das sieht, dann weiß ich, da habe ich schon mal was geguckt. Aber das Thema Drohnen ist ja auch nicht so unbedingt meins. Also apropos Drohne, ne? Also kennst ja noch dieses gute Stück hier, ne? Oh ja, die Giftspritzen. Die steht auch zum Verkauf. Also ich werde mich da auch wieder von Was merkst du denn dafür? Hä? Was merkst du denn dafür? Aber du hast das ja nicht im kompletten Paket gekauft, du hast dir das ja alles teuer einzeln dazu gekauft, gell? Ja, also da ist so eine Tasche bei, da ist ein Akku bei, da ist noch eine Fernbedienung bei. Ja klar, teuer dazu gekauft, aber keine Ahnung, da wird man sich sicherlich einig. Ne? Also wie gesagt, bei mir liegt es nur rum und ich bin eigentlich der Meinung, wenn das jemand anders nutzen kann, ist es besser, als wenn es bei mir nur rumliegt. Ne? Da schmatzen wir uns mal zusammen, weil ich habe da jemanden im Kopf, der unbedingt gerne eine Drohne haben wollen würde. Ja, also ich sag mal, das wird jetzt hier nicht mörderteuer werden, also von daher. Gut. Dann darf ich sagen, jetzt haben wir den Sonntag geschafft, Thorsten, oder? Schmeißen wir einfach die ganzen Zuschauer raus. Die sollen jetzt auch mal ins Bett gehen. Der Anni sitzt im Zug. Oh, Montag 6 Uhr sitzt im Zug. Arme Sau. Ja, sagte ich doch, dann kann er gleich hören, Montagmorgen um 6 Uhr, wenn er dann. Zugfahren-Hölle. Also wenn das, manchmal kommt er nicht ganz genau um 6 Uhr raus. Das ist, wir haben da keinen Einfluss. Wir stellen ihn zwar für 6 Uhr ein, auf der einen Plattform ist er um 6 Uhr draußen, manche sind erst um 7 Uhr draußen. Das ist auch so ein Phänomen für sich. Ne? Wozu terminierst du das? Aber Apple zum Beispiel ist immer der Letzte, der dann rauskommt. Das ist ganz phänomenal. Naja, wir haben Montagabend nehmen wir ja auch wieder, also nächste Woche wird echt spannend. Montagabend nehmen wir einen Podcast auf mit einem Gast. Mhm. Am Freitag nehmen wir einen Podcast auf mit einem Gast. Das ist schon. Ja, gestern warst du online, jetzt bist du online. Wahnsinn. Ja, also, ja gut, ne, also von daher. Und jetzt habe ich dir von der Arbeit auch noch aufgehalten. Ja, nebenbei habe ich das Video schon hochgeladen. Ich muss jetzt nur noch eben 2, 3 Links darunter packen und dann bin ich Ja. fertig. Also das ist alles fertig. Also wenn ich jemandem erzählen würde, wie ich das hier so nebenbei immer alles mache. Ne, also ich habe jetzt ja tatsächlich, also kann ich erzählen, ich habe ChatGPT massiv programmiert. Also du kannst ja so einen eigenen Bot programmieren. Dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe dann gesagt, warte mal, also ich nutze das ganz viel auf der Arbeit. Ich bin ja Handwerker und ich bin ja nicht so der Mensch, der gut schreiben kann, ne? Weil als Handwerker lernst du das ja nicht so unbedingt. Ich kann zwar eine Grundidee schreiben, aber ich lasse dann immer ChatGPT meinen Text nochmal in unserer Verbandssprache umändern. Ne? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn das so kann, dann kann das garantiert mir auch bei YouTube Zeit sparen. Ne? Also, ich sag mal, das weißt du ja selber, so einen Titel überlegen, eine Beschreibung überlegen, das ist schon, da bin ich nicht ganz so kreativ drin. Ne? Also ich bin kreativ, hier mal eben was zu erzählen, das so aus dem Links, das ist kein Problem. So, dann mache ich das und dann schreibe ich nachher hin, was ich in diesem Video gemacht habe und was das in etwa ist und sage, jetzt brauche ich ein paar Titelvorschläge und ich brauche ein paar Beschreibungsvorschläge. Ja, das passt. Und jetzt ist sogar ChatGPT so weit, also ich bin mal gespannt, das teste ich gerade, dass das auch komplett SEO oder SEO, SEO, richtig? Also optimiert ist für YouTube. Das heißt also wirklich komplett auf diesen Algorithmus. Und das sind so Kleinigkeiten, die weiß ja kein Mensch. Wusstest du zum Beispiel, wenn du das Bild fürs Thumbnail musst du tatsächlich nach dieser Richtlinie benennen, damit das bei Google besser gefunden wird, weil wenn das bei Google besser gefunden wird, wird das Video auch bei YouTube besser ausgespielt. Ja, da gibt's so, das ist so Das sind so kleine. Urban Legend, sagt man. So, das Gleiche ist übrigens mit der Videodatei. Ich habe dann immer so einen Arbeitstitel im Final Cut, so was ich dann mache. Und dann sagte ChatGPT letztens, nee, du musst das so und so machen, damit es besser ausgespielt wird. Seit ich das übrigens mache, ist es jetzt nicht massiv viel, aber es wird ein bisschen besser ausgespielt. Anscheinend wird das, also die gucken selbst auf die Benennung der Videodatei.
Also ich probiere das jetzt ein paar Wochen mal aus, ob das wirklich Mhm. was bringt oder nicht. Das sind Pro so Kleinigkeiten, die dir pro natürlich auch kein Mensch erzählt, ne? probierst es mal aus. Ich habe da auch schon informiert und das war früher tatsächlich so. Mittlerweile ist es nicht mehr. Das Ja, ist so alte YouTube-Legende, ist es noch, dass im Titel von der Videodatei, die was du hochladest, da eben schon was drinstehen sollte, wie zum Beispiel den Hashtag, was du verwendest, oder den Titel, was dann im Video in YouTube vergibst. nee, gar nicht den Titel, sondern tatsächlich alles, was, also 4, 5, 6 Begriffe, die in dem Video vorkommen, aber ohne Mhm. Hashtag, also in der Mhm. Form, um das besser zu finden. Also ich bin sehr gespannt, also beim letzten Video hat es funktioniert, das kann aber auch an dem Okay. Thema gewesen liegen oder an dem leichten Clickbait, weil ich Mhm. ihm auch sage, ich möchte bei manchen Themen immer leichten Clickbait eben halt haben. Also Ist ja legitim. nett, also nicht so richtig Clickbait, sondern aber so leicht neugierig machen, sagen wir es mal so. Ja, ja. So, Ja. und ich bin mal gespannt, also aber wie gesagt, diese Arbeit, dieses Text zusammenschreiben und sowas, ne, das kann Mhm. da ist das ein schönes Hilfsmittel und da ich das ja nun mal eben halt beruflich nutze, Mhm. warum denn nicht privat nutzen, ne? Also von daher Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe ChatGPT Bayerisch beigebracht. Ich habe jeden Tag immer wieder gefragt, ob sie sich erinnert, was der Begriff bedeutet. Mittlerweile kannst du es. ja, Du kannst sie wirklich trainieren. Das ist faszinierend. wenn du musst dann übrigens mal irgendwann, wenn du länger mit ChatGPT arbeitest, musst du Mhm. irgendwann dann mal die Frage stellen: „Was weißt du über mich?“ Mhm. Und dann wird es interessant, was ChatGPT dir alles über dich erzählt, Ja. was du alles, weil natürlich aus allen Informationen, die du da gemacht hast, das ist Ja. schon krass, ne? Also, Ja, ich starte da ganz viele Experimente. Ich habe zum Beispiel 2 KIs schon versucht, sich untereinander unterhalten zu lassen. Wollte schauen, was da rauskommt. Da bin ich jetzt momentan dran. okay. Also das, glaube ich, wird dann 'n Super-GAU. Ja, du kannst sie haben, also, ich war letztens auf so einem ChatGPT Training. Mhm. Und das sind ja so richtige Nerds, die da die Vorträge machen. Und dann war ich hätte 'n Foto, schade, dass ich kein Foto gemacht habe, soll ich's zeigen. Jedenfalls der Trainer war, ich sage mal, nicht der schönste Mann. Mhm. Er war so 'n typischer Nerd. Stell dir wirklich so einen mit 'ner dicken Brille vor, Okay. so 'n Typ war das. Und dann erzählte er so im Nebensatz, ich hätte mich fast weggeschmissen, erzählte er im Nebensatz, ja, seine Frau unterhält sich abends mit ChatGPT per Sprache. Oh ja. Mhm. Ich habe den angeguckt und habe gedacht, die redet nicht mit dir, sondern mit ChatGPT, dann Ja, solltest du ja. ernsthaft über was nachdenken. Hat's aber schon ganz tragische Fälle gegeben, gell? Das war jetzt erst vor Kurzem in den Medien. Ist auch 'ne ganz bekannte App, wo da kannst du deine Stars nachmachen zum Beispiel. Und mit denen schreibst du dann wie WhatsApp-Chat, schaut es dann aus. Und da gibt's wirklich Leute, die sind da, abhängig. Die schreiben da wirklich wie mit 'ner Freundin. Die bauen sich da vi virtuelle Freundinnen und da war eben der eine Fall, oh, jetzt müssen die Hunde raus, wo die KI den zum Selbstmord getrieben hat. Das Oh. ja, weil die so eingestiegen sind. Der hat jeden Tag das auch verheimlicht vor den Eltern und so weiter. Ja, Mhm. also richtig, richtig schlimm. Aber Thorsten, ich würde jetzt gern Die Hunde Ende machen, weil die rauslassen und ich weiß auch, was du noch machen möchtest, wenn du die Hunde rauslässt. Also, in dem Sinne alles gut. ja, bei der Feature. Gut. Gut. Also, Jetzt haben wir, wie lange haben wir jetzt? dann sage ich's mal so, ich wünsche allen hier im Chat, die da noch dabei sind, um diese Uhrzeit einen sehr, sehr schönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Also, morgen soll oder heute soll's ja richtig warm werden und, Ja. ne, von meiner Seite, geht raus und macht Fotos. In dem Sinne, euer Thorsten. Bleiben wir noch dran. Wir können dann noch ratschen, gell? Muss die Hunde rausbringen bei der Ja, kleinen Chihuahua Feature. Also Leute, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt auf so Late Night Talk alias Domian, keine Ahnung, wenn ihr Themen habt, meldet euch. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und wir haben jetzt immer fürs erste Mal 8 Leute gehabt. 8 Leute, finde ich cool. Wenigstens haben wir 8 Leute jetzt in den Sonntag reinbegleitet. Also, Dankeschön. Ciao, ciao. Jetzt muss ich auf End Stream drücken.